Herr Präsident, liebe deputierte Kollegen, die Damen und Herren, liebe Freunde. Am Namen von der RDA Norden habe ich all am Namen von meinen Kollegen auf diesem Nationalkongress heute zu Ettelbrück ein herzliches Willkommen auszusprechen. Nur im letzten Jahr, wo wir uns auf Useding eingeladen hatten, also doch ein bisschen unerwartet zu Ettelbrück, hier war es dann, dass im Prinzip bei der RDR so ist, dass all Jahr in anderen Bezirken der hat, den Nationalkongress von unserer RDR zu organisieren. Aber wenn es der Corona-Pandemie, die das Leben die letzten 7 Monate verändert hat, als vieles am Land und auf der Welt ernst ist. Und diese Anpassungen an die Pandemie haben dazu geführt, dass wir uns heute zu Ettelbrück gesehen. Der Norden vom Land hat auf vieles eine Antwort oder besser gesagt eine Anpassung. Der Nationalkongress von der ADR hat heute nicht nur eine Veränderung auf Basis von der Pandemie, sondern mit einem kreischenden Auge, aber auch mit einem lachenden und einem Dankesauge, drücken wir eine große Merci aus dem Gast Sibirien. Das ist wohl nicht sein letzter Kongress, aber das ist sein letzter Kongress als eine Funktion als Deputierte. Leider die Entscheidung immer zu respektieren und anzuerkennen. Der Gast hat an den 32 Jahren unseren ADR zum größten Teil zu dem geprägt, was den Haupt ist. Ich habe letztes Jahr gesagt, im Kongress, ein Land, an dem die letzten Jahre die Schauer nicht so gesagt dürfen, agieren, für die langfristige Absicherung vom Land an alle Bereiche zu garantieren. Das spezielle Hinblick auf die Interessen von unseren Kanner ihrer Zukunft. Die politisch Responsablen haben just den nächsten Werttermin am Blick, längst ideologisch ausgerichtete Ansichten. Aber wen er nicht pariert, wird an den anderen Eck gedrückt. Kein Respekt, keine Toleranz zu Leuten, die in einer Meinung respektive Fehlstellung haben. Leider kein Gedanken über die zukünftige langfristige Gestaltung an Absicherung von unserem Land als in der Bürger. Es gibt wohl von einem 700.000 Abwanderstaat einmal ein Krieg geschwärzt, aber vergisst schon, so zu setzen, für den gerecht zu gehen. Kein Plan, kein Wachstumsdebatte mit ihren Folgen. Diese Pandemie hat uns zudem gewiesen, dass wir im Gesundheitssektor schlecht vorbereitet waren auf eine Krise. Ich will just ein Beispiel Spitalsbett reduzieren. Das sind Donnerien, die aus der Stadt kommen, das sind keine Fundenzahlen. Im Jahr 2000 hatten wir 2821 Spitalsbetten bei 433.000 Erwachsenen. Heute, bei 613.900 Erwachsenen, haben wir noch just 2659 Spitalsbetten. Andersrum ausgedrückt, das waren im Jahr 2000 5,6 Spitalsbetten auf 1000 Leute. Am Jahr 2019 waren es nach 4,3 Spitalsbetten auf so viel Leute. Ich meine, das sind Zahlen, da seht ihr, wie das Gewalt geht, geschafft wird. Das Resümee an 20 Jahren dürfen 1,3 Betten pro 1000 Leute aufgebaut. Das sind Folgen von der LSAP-Gesundheitspolitik, die haben mehr wie über 20 Jahre dieses Dossier geriert haben. Man Resultat, keine Reserven, keine Koordination. Das Pandemie hat also wohl gewesen, wie fragil, dass wir in verschiedenen Bereichen aufgestellt sind, trotz EU und der weltweiten Globalisierung oder gerade gewesen. Aus dieser Pandemie müssen wir der Zeit die nötigen Lehren an Konklusionen gezogen gehen. Erlaubt man eine paar zu sagen über die Einzelprobleme am Norden. Egal katastrophale Gesundheitssystem im Norden, wo wenn außerhalb der normalen Arbeitszeiten Krankheit oder Hilfe braucht, da blickt die gar aus.
Da ist ein Money oder zwei an der Regierung noch nicht genommen. Und das könnt ihr noch nachher verdienen, wie das will ich noch heute nicht machen. Aber weil wir heute zu Ettelbeck sind, wollte ich auch noch auf ein Problem aufmerksam machen, das wir heute zu Ettelbeck haben. Die viel Zeit und viel Nerven kostet. Und zwar die Nadelöhr heute zu Ettelbeck, wo der ganze Verkehr von der Nordstraße rüber auf Pols, respektive westlich, komplett durch Ettelbeck geschleust wird. Das bringt es damit sich, dass der Stau all von morgens bis abends auf der Tagesordnung steht. Wir sind der Meinung, dass es Zeit wird, das an den Griff zu wollen. Für anzufangen, die Feuerspuren von der Nordstraße, ich meine, das fast daran, da das schon zu Zeiten als Forderung mit folgenden Prioritäten, Kolmar rüber auf den Friedhof, die Kantone Marhausen und Dönner dann der Rest. Das sind uns Großlinien, mehr Woche ist Zeit, für sich Gedanken zu machen, für ein Traversal zu bauen, vom Friedhof rüber abfehlen. Die Regierung hat zwar so ein Transversal, weil über 10 Jahre am Terrain leihen, aber mit einer unmöglichen Streckeführung und danach an so Etappen. Wir sind der Meinung, dass die Transversal vom Friedhof rüber abfehlen, die beste Lösung ist. Erstens, wir sind der Meinung, dass das Variant wie einfach zu bauen ist, und bedeutet auch Männer, die Abschnitte an Natur, man Männer Probleme, was Topografie betrifft, wie die andere Variante, die von der Regierung vorgesehen ist, Kuscheren, Landstädtebreck rüber abfehlen. Über an nicht fehlen, brauchen zweitens einmal nicht zu durchschnitten zu gehen. Drittens, man hat kein Problem am Wasserquellenschutz. Viertens, wir kommen nicht nur an Ferngebiete zu fehlen, wir brauchen just eng abwärts zu programmieren, und zwar zu werken, und das wird mein Spital am Technischen Lycée, der doch nach dem Fehlen, dass der Verkehr auch ersetzlich rausgeschleust gehen, aber ihr wisst, ersetzlich der dienste Spital neben Volks, weil wir am Norden an, wie auch dort den Achse viel mehr sehen. Und dann, sechstens, etliche Fehler, geben wir da komplett vom Durchgangsverkehr befreien, was eine Verbesserung ist von der Lebensqualität von all diesen Bürgern. Also eine Idee hat nach dem Viertel vom großen Teil von Zusatzverkehr aus den Regionen Vols erreden, die kommen dann auch mit sehr beim Spital an Ettelbecker Liste. Wir werden in nächster Zeit dafür sorgen, dass die Regierung das Variant an aller Objektivität soll prüfen, für dann Nederland Cap zu machen. Des Weiteren hatte ich mal ein paar Mal darauf hingewiesen, auch an der Chambre, dass es doch Zeit wäre, für am Norden Jang oder Jana staatliche Verwaltung zu implantieren. Ich meine, das Land besteht ja, also bald tauschen das ja den Norden flächenmäßig und nicht den Norden auch erreicht auf Jang oder Jana staatliche Verwaltung. Zum Schluss noch ein Merci für anzufangen ADR-National Vorstand, dass sie uns ein weggekehrt Vertrauen oberleicht haben, für den Nationalkongress zu organisieren. Der Gemeinde Ettelbeck an ihren Service, fantastisch Service, für Verfügungstellung von der Deutscheinheit zu Ettelbeck, Antlegt aus dem ADR-Sekretariat für all die Vorbereitungsarbeiten, die zu diesem Kongress am Respekt zur Pandemie gelegt haben, und auch nach dem Alice Fernort aus dem Süden, die responsabel ist für das Material von der ADR, das auch die 3D praktisch Freiwerbung abgekriegt hat. Und dann als letztes Merci all meine Kollegen aus dem Komitee von der ADR Norden, aber auch einzeln aus dem Kantonalsektion Kleef. Sie haben tatkräftig geholfen für die Vorbereitungsarbeit zu diesem ADR-Nationalkongress. Aber auch ein Merci für die Arbeit, die Sie am Venovelat ganz schön überlegten, am Interesse von der ADR auch vom Norden, auch vom ganzen Land. Nach einer allerletzten Bemerkung zum ADR Norden. Wir sind am Gang am Norden Kantonalsektionen aufzubauen. Kleef hat wir seine Arbeit abgeholt, an zu Wols, an zu Dickrich. Da wird das ein Erstwand, da über Bühnen gehen. Da sind auch die Erstschalonen gesagt, und da bleibt nach Kantonalsektion reden. Das werden wir dann
wahrscheinlich am Frühjahr, am Sommer nächstes Jahr an Angriff haben. Das ist ein Abbau von Kantonalsektionen als wichtig für uns Erbisch am Norden nach weiter auszubauen, zu vertiefen und zu festigen. Dafür bauen wir uns dann noch zusätzlich kantonal ab. Ich so nicht der Merci für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen dem Kongress ein fruchtbar Erbisch. Ich so nicht Merci für den Nachricht. Merci Jacques für die interessante Aufklärung. Die über die Vierschriftmacht auf also Kongress wird. Wir kämen dann auf den zweiten Punkt von der Tagesordnung, der Ausspruch vom Nationalpräsident Dr. Jean Schuss. Jean, du hast Wort. Partei von Freundinnen, das ist ein anderer Kongress, wie wir so gewinnt sind, da wenn gerade am Vierfeld nach ein paar organisatorisch frohen, so die heute Ziel gekriegt. Dann, die, so? Ja, da möchte ich doch. Merci. Daher nicht mich auch. Das ist gut. Die heute Zettel verteilt kriegt, wo drauf steht, wie ich zu verhalten hat. Ich lese die Lunde 3-4, das sollte aber zu Sinn. Dann kurz darauf hingewiesen, dass man nur dem ganzen Kongress kein Attroupement tun, dass man es nicht versammeln. Die kriegt alle einen Kopf Champes an. Han hat dem Rito man das schon abgerichtet, wo der ich hinsetzen könnte, und da sitze ich, wenn ich lief hin, da kann er dann Herr Masken austun, er kommt Champes trinken, und mit den Kollegen, die um Tisch sitzen, diskutieren über den hoffentlich interessanten und schönen Kongress. Das was ich gesagt habe, was ich so misst unbedingt, ich folge in der Marcelin immer an so Sachen, hat man das abgedroht. Dann verifiziert, dass an ihren Dossier eine Stimmkarte dran ist. Die Stimmkarte hat den Piki drauf. Piki zu einem kleinen Halbmaskottchen aus schon langer Zeit von uns. Sollt ihr die Stimmkarte nicht tun, dann melde ich bei Marcelin, dann hat ich noch eine Stimmkarte. Die brauchen wir noch. Wir haben eine Reihe Aufstimmungen über Resolutionen an ein paar anderen Punkten. Und da ist es wichtig, dass man die haben. Gut, damit wir ich dann. Nee, nicht materiert fertig, das wird flott. Wäre ich fertig mit dem Administrativen. Fangen wir mit dem Statuarischen an. Liebe Parteifreunde, liebe Gäste, liebe Vertreter, Vertreterinnen von der Presse. Ich begrüße nicht alle zu Ettelbruck. Der Chef hat das schon ganz klar beschrieben. Normalerweise wir mal am Süden. Aber wie dass wir so eine große Partei sind, haben wir auch so einen großen Saal gebraucht. An den einzigen großen disponiblen Saal an der Haier Envergure war eigentlich zu Ettelbruck zu finden. Wie der Chef dazu schon sagt, der Norden präsentiert Lesungen, stellt keine Fragen. Und so sind wir hier gekommen. Ich gebe mich hier auf dieser Platz nach hier ganz hart und deutlich beim Norden bedanken für all die Organisationsarbeit, die sie gelesen haben, für all das, was hier sieht, das haben sie abgerichtet, das haben sie gemäht. Mit der Hilfe von Fernand aus dem Süden und nach mit der Hilfe von der Gemeinde Ettelbruck. Aber ich meine, wir haben wirklich einen ganz schönen Kader, einen würdigen Kader für den Haie Kongress, den auf viele Punkte nicht ist wie all die anderen. Zuallererst will ich aber, wie all Jahr, nicht die traurige Pflicht, aber auch der ich zu bitten, am Gedenken für uns, am letzten Jahr verstorbenen Membern, für eine Gedenkminute abzustehen. Ich so nicht, merci. Letztes Jahr war ein Wahljahr. Ja, wir sind am Oktober, kein Mensch weiß, wie war 2019 war.
war 2019 war in Europa. Und die waren am großen Ganzen mehr wie positiv für uns, auch wenn wir mit knapp über 10% von den Stimmen einen Sitz nimmer ganz knapp verpasst haben. Vielleicht war der Gast doch sicherlich traurig, aber auch ein bisschen froh, dass sie nicht nach auf Brüssel kommen müssen, für dann doch nicht heute an Pension oder an 3D an Pension gehen zu können. Wie dem auch sei, ein Wahlsystem war, als er bleibt, kurzfristig ungerecht für kleine Parteien. An allen anderen europäischen Ländern hat eine Partei mit 10% ein paar Deputierten auf Brüssel geschickt. Die Mehrheit zu Lützburg und nimmen den traurigen, die traurig 4. oder 5. Platz, je nachdem, wie ihn gesiefert. Das Jahr ist aber alles anders. Covid-19 dominiert als Leben, als Schaffen, als Denken, und last but not least, als Finanzen. Als Finanzen sind gut, so die Gambia. Dürft kasten, was das kastet, so die Gambia nachher. Und noch nicht mehr 5 Monate wird der kleine Minister mit den schmalen Schülerinnen hat über die Finanzierung von der ganzen Geschichte nachgedacht und du plötzlich von der breiten Schülerinnen geschwärzt, das ganz drohen ist. Was sind dann aber nur die breiten Schülerinnen? Minister wollen nicht, weil die haben nicht mehr an Neuseeland auf 20% von ihrer Pai verzichtet. Also trifft das Heimat der breite Schüllerin, wir nehmen die Leute, die mehr wie ein Minister verdienen, oder? Ich meine nicht. Und dann Kersch kriegt du noch nach ganzer Jahr Hilfe aus der Opposition. Der Präsident von der CSV wird auch mal gehört gehen. Und hat hier ganz persönlich gut im Press von mir. Das ist nicht einfach als Parteipräsident in die Chambersmandat gehört zu gehen. Ich erlebe das schon seit einer guten Zeit. Für ein Beispiel. Der Gast geht an Pension. Ein Verlust für eine Partei DDR, aber nach viel mehr Verlust für den Parlamentarismus an einem Land. Wie geht dazu gefragt? Der Generalsekretär? Nee. Der Parteipräsident? Nee. Aber der Fraktionspräsident geht gefragt. Ich habe kein Ego-Problem damit. Erstens ist er mir wie ich und hört immer ein Kostüm an. Und überhaupt haben wir mal ferner Chance, dass ihn auch weiß, was er sieht, ganz am Konträr zu vielen anderen Deputierten aus anderen Parteien wohlgemerkt. Aber zurück bei den Namen Frank Enger. Für das endlich in ihm nolauscht hat, schwätzt ihn doch wirklich von Vermögenssteuer an Erbschaftssteuer. Das sind die Steuern auf Sachen, die schon mindestens, und das kann der Roy ich ganz gut erklären, 2 bis 3 Mal versteuert kaufen. Und nicht mehr, weil ihn ein Mann oder ein Pap verloren wird, meint dann ein CSV-Präsident, nun ist der Staat mit ihr will. Und natürlich jubeln Sozialisten an die Geringen, do matt. Von denen Linken gönne zu schwätzen. Ich so nicht, hei, dass es so etwas mit der ADR nicht geht. Solange hei Milliarden über die Fissen langs der Fiskbrüche gehen. Fissen sind die Fonds d'investissement spezialisiert, die auch eigentlich nie gedurcht, aber auch auf Lützburger Immobilien benutzt gehen und dort zu einer Aberration an einem Steuersystem fängt. Sie bezahlen nicht mehr ein Taxe d'Abonnement, un point c'est tout. Aber während ihr beim Immobilienkauf, wenn ihr ein Appartement für Erkannt kauft oder ein Appartement für zu lohnen als Altersversorgung kauft, den Enregistrement an TVA bezahlt, und das kann je nach Situation labberbal 25% vom Gesamtpreis von der Immobilie sein, bezahlt der Fies nichts von seinem Gewinn. Aber wenn dann die Gesellschaft, die der Proprietär von dem Fies als abgelesen wird, und nicht mehr wie 10 Aktionäre gibt, dann fallen mal keine Steuern bei der Ablesung an. Das heißt, der Benefiz geht zu 100% ganz legal, Land als Staat gefördert. Aber ob der Boom in ihrem Haus Erbschaftssteuern, das tun wir gern. Wie verzweifelt muss ich als Parteipräsident von einer CSV sein, für so etwas zu sorgen. Aber im Fissen mache Gambia ein Bau wie den Teufel im Weihwasser. Soll es alt heiß sein wie früher in Deutschland, wo die Sozialisten Ortgenossen von den Bossen waren.
Demos an Deutschland waren Industriemanager und zu Lützeburg sind es Immobilienspekulanten. Aber genug gelästert. Dieser Kongress ist wichtig. Nicht nur wegen dem Gast und dem Ferner, die allen zwei an den neuen Lebensabschnitt antreten. Nein, dieser Kongress gibt der Partei Leitlinien für eine Zukunft zu gucken. 3 große Felder sind nach vielen Sitzungen von Exekutiv und Nationalkomitee ausgeschafft. Das erste ist eine Resolution über den Klimawandel, der zweite über den Wohnungsbau und der dritte über das Asyl- und Migrationsfonds. Von den wichtigen Themen von heute ist sicher der Klimawandel. Und es kann ich nicht so leicht zu mengen, dass die spezifische Versuche zu Lützeburg gemerkt wird, für die verschiedenen Schichten von der Gesellschaft gegen den, aber den zu hetzen. Die Diskussion über den Klimawandel geht nur eiser an nur Menge Aussicht auf einem falschen Fuß gefeiert. Der Klimawandel als Fakt, was nicht Fakt ist, als Kontribution vom Mensch, je nur Etude, mal mehr oder Männer. Aber das ändert nichts an unserem Grundproblem, dem Klimawandel. Der exorbitante Croissance von der ersten Welt, und da sind wir als Lützeburg am Spitzpeloton, und last but not least, der Ausnutzung von unseren Ressourcen. Das heißt, dass die Diskussion, die dabei gefeiert wird, über den Klimawandel, eigentlich ein rein akademisch ist. Wenn mein Haus brennt, ist es mir mal egal, ob es durch meinen eigenen Fehler geschieht ist, ob ich es umgestacht habe, ob mein Nachbar es war oder der Blitz. Ich will helfen, aber direkt und auf der Platz. Und so ist das auch mein Klimawandel, der exorbitante Croissance und dem exzessiven Ausnutzen von Ressourcen. Das heißt, all die mit uns nicht mehr über das Problem diskutieren wollen, provozieren nicht mehr Keil an den Gesellschaftsschichten, ohne dass es an der Sache 4 Uhr geht. Und es muss 4 Uhr gehen, weil für die Menschen also 45 wird. Wir haben kein Planet B, auch der Gast an der Ferner nicht, die soll immer eine Idee haben, weil wir haben eine Erde, also kein Erd B, als du, auch wenn sozialistische Politiker an ehemalige Ex-Ministerin davon zu drehen schenken. Wenn wir darauf hoffen gingen, ob die Erd B, da können wir auch die Atomenergie als Lösung für ein CO2-Problem gesehen. Und in Zukunft findet dann schon bestimmt irgendeine eine Lösung für den Dreck aus den Atomdeponien zu recyceln. Aber kommen wir zurück auf Lützeburg. Ich stelle fest, dass keine Diskussion darüber, dass wir etwas machen müssen, Diskussion als nehmen über die Ursache. Und dann interessiert heute zu Lützeburg kein Mensch. Ich wollte ein Beispiel. Wenn Griechen nicht von sich selber ihre Projekte mit der Molkerei abgehen hätten, da gäben an 2 Jahren einen blauen, einen grünen und einen roten Minister Hofrecht Bennercher für eine Molkerei durchschneiden. Das heißt, es gibt nicht gemäht, es gibt nicht mehr diskutiert. Aber der Teufel, wenn ihr ein Gebäude an der Gringzone habt, und ihr seid nicht an der Gringer Partei, dann dürft ihr nicht renovieren, nicht modernisieren, gar nicht dürft ihr dürft nach Grad es verkommen lassen. Das ist Gringpolitik zu Lützeburg, eben genossen von den Bossen. Kommen wir aber auf ein spezifisch Lützeburger Problem zurück, der Wohnungsbau an der Wüste. Es kann nicht zu viel gehen. Als Straße verstoppen, all Neues an alles. Trotz oder wegen dem Tram, die nehmen eine lokale Lesung oder soll ich so ein Deier Spielsache von den Leiters. Straßeninfrastrukturen an diesem Land sind schlecht, weil nicht auf diesen Trafik ausgelöst, den wir haben. Der Transportpublik verdient auf viele Plätzen diesen Namen nicht. Ich habe mein Auto geholfen, hier hinzukommen und darüber nur gedacht, wie es dem Klima logisch schon besser geht, wenn wir wie in Deutschland, wie die Grünen nur bei uns projizieren, zum Beispiel 7 Cent auf den Akzise mehr bezahlen, aber von denen Millionen Euro kann sich das Klima dann ein Kur zu Bad Mondorf leisten. Wie lange wollen wir dann nach der Gag mal das machen? Akzisen zu erhöhen, hilft der Staatskäse, aber nicht dem Klima. So weint, wo wir konkret Proposen an als Resolutionen geschrieben, die daher nur nach 4 gestaltet. Aber halt, da war nach die Idee vom Herrn Türmes, da sie für nicht zu viel zu reden, weil sie erbig wohnen wollen.
Du musst aber wissen, dass die neue Landesplanung nicht mehr nach ganz wenigen Plätzen hier am Land viel gesagt, dass das Land sich da industriell an Arbeitsplätzen entwickeln soll. Und du hast keinen bezahlbaren Wohnraum mehr, beziehungsweise überhaupt keinen Wohnraum mehr, den außer hätte einen Ministersprei bezahlen kann. Solange wie nicht fundamental umgedurcht wird an der Wohnungsbaupolitik, wie Wissen existieren, aber Benefizen, die nicht versteuert wird, brauchen wir nicht zu erwarten, dass sich am Wohnungsbau irgendetwas ändert. Du denkt, da der klar und deutlich den unmäßigen, unkontrollierten Wachstum als Hauptursache von der Wohnungsnot zu Lützeburg. Weder neue Steuern noch Enteignungen wie von Gambia envisagiert, von denen Linke mitgedroht, sie probat Mittel für die Wohnungsnot an den Griff zu kriegen. Ziel muss es sein, als Lebensqualität zusammen mit unserem Lebensstandard zu erhalten. All Mensch soll hier am Land etwas Eigenes sich können leisten. Wohnung ist und bleibt der Lebensmittelpunkt von der Familie und Familie als Keimzelle von einem demokratischen Staat. Mehr sehr Prozeduren mit strikten kurzen Delayen für alle konzernierten Verwaltungen müssen angefordert werden. Für das Wohnungsbauprojekte raisonabel und wirtschaftlich durchgeführt werden. Ich selber bin in einem Gemengerat, nur seit 3 Jahren, und schon die Gemengerat für drin hat, bei einer Gemenge 3 Sozialwohnungen geplant. Ich kann nicht so ein next Jahr könnte Bagger. Wir sind am 5. Jahr von der Planung, das noch nicht drum, weil die Gemeinde zugenutzt hat, noch einfach nicht mehr drum, dass ein administrative Weg so lang ist, dass es nicht an einem Delay raisonabel zu machen ist. Und den Devis, den man für 4 Jahre hat, den kann man in der Zwischenzeit am Dreck immer geheiert, weil den hört nicht mehr mit dem zu tun, was man noch bezahlen muss. Den Term soziale Wohnungsbau ist an unserer Meinung auch diskriminatorisch. Weil wir haben immer mehr Leute aus verschiedensten Gesellschaftsschichten, die von der Wohnungsnot getroffen gehen. Der soziale Wohnungsbau mischt eine Zwei-Klasse-Gesellschaft. Wir denken, wir sollten anstatt von sozialem Wohnungsbau von erschwinglichem Wohnungsbau schwätzen. Der Wohnungsnotstand ist auch eine Hauptursache für über 50.000 Lützeburger und auch viele ehemalige Residenten von Lützeburg ihr Wohnungen an die Nachbarländer sicher gegangen sind und geholt wurden. Das ist keine Entwicklung, die gesund ist für ein Land, das nicht mehr so wenig Einwohner eigentlich hört. Recht, ob menschenwürdig wohnen, soll last but not least an Verfassung verankert werden. Somit machen wir uns eine Reihe von Gedanken, die sich all an der Resolution über den Wohnungsbau von diesem Kongress rumfahren würden. An der Reihe geht Hanno am Detail nach Europa. Also Wachstum geht aber auch der Pair mit der Migrations- und Asylpolitik. Auch hier müssen wir nur denken. Nicht, dass wir gegen eine gesunde Migration führen, aber was hier die letzten Jahre gelaufen ist schon erstaunlich. Wir haben an der DDR festgestellt, dass wir an diesem wichtigen Bereich die einzige Partei sind, die klare Alternativen zur Politik von der aktuellen Regierung haben. Einen unkontrollierten Druck wird draußen auf die Grenze von Europa statt. Für Personen, die an Europa auf der einen Seite Schutz sichern, aber auf der anderen Seite nehmen zum Teil einen Anspruch auf diesen Schutz haben. Weil viele von diesen Personen haben ökonomische Gründe und sind damit draußen alle legaler Dispositionen von Immigration, Arbeits- und Aufenthaltsrecht an Europa. Die DDR wird damit als einzige Partei den UN-Migrationspakt refusiert. Wir sehen am öffentlichen und internationalen Recht keine Basis für Recht auf Migration. Was wir aber gesehen, wofür wir stehen, ist, dass das Leid an Ländern an Not, die humanitäre Hilfe brauchen, massiv unterstützt werden müssen, da zum Beispiel über den Weg vom UNHCR auch großzügig finanziert werden müssen. Es mischt keinen Wert, die Leute über Zehntausende von Kilometern zu deplacieren, wenn man mit viel Männern suchen, viel mehr Leute auf der Platz direkt helfen können. Das ist nicht nur eine menschliche Verpflichtung, mehr auch ein Beitrag dafür, dass die Leute sich nicht an der Hoffnung auf ein gefährliches Reis machen,
für sich an Europa eine neue Existenz abzubauen, die an der Form an 99% von den Fällen nicht stattfindet. Wir wollen den Leuten da helfen, wo sie sind, und da, wenn sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Und wir brauchen keine schönen Fotos mit 3 Flüchtlingen Findel und 4 Masken. Wir brauchen Fotos mit Tausenden von Leuten, die Brunnen an Arbeitsplätzen an ihrer Heimat kriegen. Aber das ist natürlich nicht so medial. Position von der ADR, wie hier an dieser Resolution, die da auch heute nach vorgestellt wird vom Ferner, betrifft vor allem 3 Bereiche. Die Situation von denen Leuten, die Asyl frohen, auf Basis von der Konvention von 1951, von den Kriegsflüchtlingen, auf Basis von der Genfer Konvention von 1940, an ihren Accueil zu Lützeburg, den europäischen, an dem weiten internationalen Kader, und schlussendlich da weiß, wie die Prozeduren hier zu Lützburg gefordert werden. Über all die Punkte kriegt ihr am laufenden Kongress nach Info. Ich könnte noch nach einer Stunde so weiterführen. So viele gute Ideen hatten wir an diese Gremien und ich so denke, alle Parteimember, merci, die da mitgeholfen haben, um diese Resolutionen zu schaffen. Aber es kommen auch viele Leute noch mehr drin und ich habe ganz am Schluss noch eine Gelegenheit, mich kurz und nicht zu adressieren. Heute der von der nationalen Kommemoration, auch wenn es auf nächste Sonntag verlöt ging, sollte man aber durch ein massives Wort am Kongress für diese Resolutionen ein Zeichen setzen, dass RDR zu Lützeburg aus der politischen Diskussion nicht mehr fortzudenken ist. Sie ist die einzige Partei, die rechts von der Mitte die bürgerlich konservativ Werte nach vertritt. Wir sind nicht nur jetzt gerutscht, die anderen sind auch noch längst fortgelaufen. Das ist nicht die Frage, wie weit sind wir jetzt, das ist die Frage, wie weit links von der Mitte sind all die anderen Parteien. Ich so nicht, merci. Merci Jean für den remarkablen Red. Es gibt dann als nächsten Generalsekretär Alex Planning gehen für den Aktivitätsrapport. Alex, du hast Wort. Ja, lieve partijcollega's en partijcolleginnen, lieve vertreter van de pers. Ik zie in unserem E-Plan 12 nach Fakten 2019, ich meine, alles wird seit 64 Laie. Und ich sehe doch, dass 2019, wie alle Jahre von Stadtteil 4 eine ganz aktiv waren. Wir waren, der Jean hat gesagt, es waren Wahlen. Es fängt traditionell am Journal an. Als Najos-Rezeption zu Hand, Nationalkongress zu Uselding am März. Familiefest zu Itzig an der Schreier, Baumfeier von Jeff Engelen, den an seiner Gemeinde geehrt wurde als neuen Deputierten, an als Journée parlamentär auf der Kloster, letztes Jahr. Dieses Jahr hat man auch als Journée parlamentär für 2 Wochen, das war am Alvis Parkhotel. Dono sind auch Arbeit, die ganz viel Arbeit von unserer Partei und Fraktion an der Exekutiv, am Nationalkomitee mit 9 Versammlungen als Fraktion, Pressemitteilungen hat man der 24, 3 Pressekonferenzen und Entrevuen mit verschiedenen Berufsstellen. Parlamentarische Frauen kommen auf 222, was exemplär ist. Ich meine, da werden ferner Kartons, ganz viel. Wir haben aber auch nicht vergessen, das geht noch nicht ganz aus den Depliants raus, als Aktivitäten an den Bezirken, an den Sektionen, wo auch ganz viel, ganz gut geschafft wird im Lokalplan. Dann als europäische Familie, da steht zwar noch AECR, das ist ja letztes Jahr als umgeändert ging, das ECR, als die neue Denomination seit letztem Jahr,
die auch seit über 10 Jahren der europäischer Familie beigehören an die Organisation, die auch eine neue Präsidentin hat, seit diesem Jahr mit der Madame Giorgia Meloni. Dann schmengen 2019 so wichtig, so präponderant, das waren als Europa, wo wir Diskussionsofen hatten, mit Firma Kartais und mit der Madame Ulrike Trebosius, natürlich als ein Europakongress mit Kandidaten vorgestellt haben, zu Weimarskirche. Ein ganz wichtiger Moment, war den 29. April, wo als Partei den demalige Spitzenkandidat von der RCR, Herr Jan Zahradil, für eine Pressekonferenz am Parkhotel angeladen hat. Das Resultat, das Resultat der Schwarze Band, ich war ein bisschen gucken, die Jahre für drüben, 10,04%. Ich meine, das beste Resultat für drüben war 99 mit 9%. Das ist das Resultat, das man 99 hatte, nach 1% nachgetoppt. Denn als Präsident wurde gesagt, sind ein paar, ganz wenige Stimmen, das hatten wir auch einen Deputierten auf Straßburg gekriegt. Die Einzelstimmen, die auch heute sind illustriert, du seid ein Gast, Gibert natürlich ganz viel, mit exemplarischen 43.092 Stimmen. Der Ferner Kartais oder der Fred Kolb, Tassi Brisbane, die gestoffen an Madame Sylvie Michel. Voilà. Das zu unserer Aktivität 2019. Ich kriege noch all Jahres vorgestellt von der Presse, was als Mord an der Beleidigung. Ich habe mal wirklich ganz ein Update machen gelassen von der Marceline Görgen. Wir sind ob Freitag, Stand ob Freitag, 9. Oktober, sind wir auf 1782 Mord. Das könnte aber mehr, zum Beispiel Remeng sein. Das heißt, das variiert von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Es wird auch richtig verwiesen, ob zum Schluss auf unserer Seite rdr.lu, die regelmäßig aktualisiert wird, wo all als Interventionen, als Pressekonferenzen, die ihr nachgucken könnt, als Interventionen an der schriftliche Interventionen an der Presse, als Evenementen, die noch kommen, seht ihr auf www.rdr.lu, das wird als regelmäßig von unserem Sekretariat Jour gesagt. Voilà. Das war von meiner Seite schon, das ist relativ kurz gefasst, weil das Programm auschargiert, die gesiedelt. Ich gehe noch vor, dann zurück und gesehen. Merci, Alex, für den bemerkenswerten Aktivitätsbericht. Den administrativen Rapport hat ihr an dem Dossier 4 Schleuen heute resümiert, was im Jahr 2019 los war. Wollt ihr schon Ihnen froh oder so eine Bemerkung zum Rapport vom Generalsekretär? Da gebe ich so, es geht weiter mit Punkt 4, dem Finanzrapport. Vom Generalkästchen, das läuft so neu, das läuft löst wird. Also mal über Moos mit klingen leid, ich hatte groß reden dafür und mir. Voilà, meine Damen und Herren, ich begrüße mich schon wie seit ein paar Jahren schon die Ehre, hier Finanzen zu präsentieren. Wie alljährlich wird da doch relativ kurz gehen. Ich denke nun an 2019 hatte mir Rosette am Gesamten für 484.934 €. Wir hatten Depensen von 425.812 €. Das bleibt noch zu gut 59.122 €. Auf den Banken bleibt es im Moment noch 41.737 auf den 31. Dezember 2019. Bien entendu, hatten wir ja für die Wahlfinanzierung und das hat man
Darlehen abgeholt, das steht nochmal 240.000 Euro ab, der war dann in der Zwischenzeit auch zum großen Teil schon getilgt ist. Ich kann nicht als Trésorier just sagen, dass wir wie all Jahres immer ganz prudent geriert tun und dass wir mit das Finanzamt ganz gut Equilibrium stellen. Sonst merci. Merci Detlef für den Käserapport. Es gibt an der Lütte Claude Pleger Wort gehen, für am Namen vom Käserevisor den Kongress der Rapport zu machen. Merci de Käserevisoren. Wir kommen nun zur Entlastung vom Generalkäsier. Könnt ihr schon einen froh oder so eine Bemerkung zum Rapport vom Generalkäsier zu machen? Da gebe ich euch bitten, über die Entlastung vom Käsier aufzustimmen. Wir haben am Rapport vom Generalkäsier auch verstanden, dass wir den Stand zu heben. Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Nun hat wieder der Rapport vom Generalkäsier überholt. Da kommen wir nun zum Punkt 6 von der Tagesordnung. Ich gebe euch Lobbyierten über die Entlastung vom Nationalkomitee für die geleisten Arbeiten 2019 aufzustimmen. Wir mit den Arbeiten vom Nationalkomitee auch verstanden, dass wir den Stand zu heben. Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Nummer das Nationalkomitee entlasst. Laut Artikel 35 Absatz G muss der Nationalkongress all Jahr Kotisationen festlegen. Der Nationalvorstand proposiert dem Kongress den Monat von der Kotisation nicht zu heben, anderen so zu lassen, wie er bislang war. Aus dem Nationalkongress damit auch verstanden. Wen ist dagegen? Aber wen enthält sich? Damit für Propositionen für die Konstitution nicht zu erheben überholt. Laut Statuten Artikel 35 Absatz C wird all Bezirk Recht Käserevisor dem Kongress zu proposieren. Der Bezirk Norden proposierte Claude Pleger, der Bezirk Osten den Yves Jussac, der Süden der Tom Weidig, der Bezirk Zentrum der Beatrice Clement, für die Jugend der Kavin Serafini und für die Frauen Nadashka Trozanko. Ich gebe euch jeden durch Handzeichen über die Käserevisoren aufzustimmen. Wen ist mit den Propositionen einverstanden? Wen ist dagegen? Und wen enthält sich? Damit werden die 6 proposierten Kandidaten als Käserevisor gewählt. Wir gehen dann über auf den Punkt 9 von der Tagesordnung. Aufstimmen über die Statutenänderung. Der Nationalvorstand proposiert eine Änderung am Kapitel VII, Nationalvorstand Artikel 39.5. An der Zusammensetzung von der Exekutiv Artikel 46. Als Vertreter am Staatsrat als Member vom Nationalvorstand sowie am Exekutiv beizusitzen, das Statutenänderung also an den Dossier, den für ihr schlägt. Wir als mit der Statutenänderung einverstanden. Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit wird Statutenänderung überholt. Damit wären wir beim Punkt 10 gekommen, das sind die politischen Interventionen. Ich gebe damit für dich den Präsident von der Adrenalin- und Räderpulverden, Michael, du hast Wort.
die Damen und die Herren, liebe Parteifreunde, liebe Vertreter von der Presse. Ich bin immens froh, dass ihr heute sind, die eine oder andere Sache lastig in ihrem Herzen leid. Und ich wollte mal anfangen mit einem kleinen Gedanken, dass in sich Politik, so wie wir sie feiern, probiert, Zukunft zu gestalten. Wir können dann Vergangenheit zurückgucken, für zu kritisieren, für zu gucken, wo Fehler gemacht sind. Wir eigentlich wollen wir ja Zukunft gestalten. Natürlich hat keiner eine Glaskugel. Wir können nicht an Zukunft sehen, aber wir können ein Gespür haben. Wir können ein Gespür haben, auf was für eine Richtung es soll gehen. Und ich habe persönlich immer die Erfahrung gehabt, wenn ich bei etwas so gut gespürt habe, dass es dann noch so angetreten ist. Wenn ich für eine Prüfung gelehrt habe und ich hatte gut gespürt, dann hatte ich immer Erfolg. Und am Norden bei dieser Wahlkampagne, ich will das kurz ummerken, da hatte ich auch gut gespürt, wie wir eine Wahlkampagne gemacht haben, wie wir Gemenge gegangen sind, wie wir Politik gemacht haben. Da hatte ich gut gespürt, dass wir im richtigen Wesen auch da hat das, was angetreten ist, mir recht gehen, mir ein Gespür recht gehen. Wenn ich dann auf die ADR beziehe, auf die Gesamtpartei, dann muss ich sagen, dass ich im Moment, wenn ich als Partei angucke, als Richtung, als Vorschlag, dann habe ich ein immens gut Gespür, was als Partei angeht. Für was? Ich denke, du hast einen wichtigen Unterschied. Wir holen die Leute mit an unserer Politik. Es geht nicht nur immer so, wir machen Politik für die Leute. Alle Parteien möchten Politik für die Leute oder sieht, sie gibt Politik für die Leute machen. Ich denke, der Unterschied bei der ADR ist, wir machen Politik mit den Leuten. Wie war die Staat, Politik mit den Leuten zu machen? Ich will 3 Punkte aufführen. Erster Punkt. Wenn ich Politik mit den Leuten machen will, dann muss ich den Dirigismus brechen. Ein Dirigismus von einer Politik, die die Leute immer mehr erzählen will, die sich immer mehr an Privatleben anmischt. An einen Dirigismus, der nicht so leicht sieht, was die Leute denken sollen. Wir wollen das nicht. Der zweite Punkt ist, wenn ich eine Politik will machen, mit den Leuten, dann muss ich in den Groove zwischen der Politik und den Leuten zumachen. Muss ich versöhnlich sein. Den Gast hat seiner Antrittsrede als Chamberpräsident gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht an eine Logik gehen, wo ihr seht, wo die Leute sagen, wir haben Politik und die da innen, die Leute. Und ich habe im Moment das ganz starke Gefühl, dass wir an der Logik sind. Wir haben und die da innen. Und 2015 haben die da oben, die Parteien, die unter Macht sind, Regierungsparteien mit anderen Verbänden, haben gesagt, dass die Leute, oder haben probiert zu sagen, dass die Leute, dass ein ADR, dass er wie 2050, dass er Fred Kuyp an den radikalen Eck zu drücken sind. Und das ist das Falsch, was ich kann machen, wenn die Verdrisslichkeit von den Leuten fördern will, oder das, was ich richtig möchte, was die Verdrisslichkeit von den Leuten fördern will. Und ich habe gestern ein Interview vom Luxemburger Wort und ich gesagt, wenn der Höhe geht und dir direkt Leute an den ADR, Fred Kuyp, an den Rierzen Act, dann muss es da so konsequent sein. Und das doch wirklich machen. An die Courage haben sie nicht, für 80% von den Lützebäuer an den Rierzen Act zu drücken. Und das muss ich sich mal vorstellen. 80% Patsch, rechtsradikal, unsolidarisch, unintelligent, weil wir etwas beibehalten wollen, war dann andere Länder gut mal froh gestaltet. Aber wie wollen die da oben erst danach humiliieren? Die Leute wollen nicht so behandelt gehen. Den dritten Punkt, wenn wir Politik mit den Leuten machen wollen, das ist, dass wir Ungerechtigkeiten, die in unserer Gesellschaft gehen, immer von innen abholen. Ich erinnere mich an einen exzellenten Leserbrief von Robbie Mehlen,
den am Wort publiziert, je nach wohin ob der Beamtestaat hingewiesen wird. Der Beamtestaat, den sich immer mehr ausbreitet, aber wo politische Parteien hingehen, an hier Leid positionieren, für hier muss langfristig zu festigen, wo tausende Leid angestaltet gehen aus rein ideologisch-politischen Gründen an die Verwaltungen. Und ich schon den Brief von Robbie Mehlen schon den impressionant fand, und ich hatte Glück, dass ich um RTL eine Tribüne Libre machen, und ich bin mit dem Brief hingegangen, schon den zu großen Teil überholt, und ich um RTL eine Tribüne Libre geschwart an den hunschen Tag drauf, also die PUD-Strupp, wie sie dann veröffentlicht gehen hast, und ich Kommentare gelesen, und da war ein Kommentar dabei, den hat mich ein bisschen schockiert, wo die gesagt, ja, Herr Lemmer, und sich hat er 3 Minuten von meinem Leben geklaut, weil da tun, dass ich etwas, das weiß ja nicht verreden, das ist ja bekannt, das ist ja nicht, was die Leute am Radio muss 3 Minuten so, und die 3 Minuten hätte ich lieber etwas anderes gemacht. Und das hat mich schockiert, weil ich fährte, dass man in eine Richtung ging, dass man Ungerechtigkeiten, weil sie etabliert sind, relativieren. Und ich denke, in so eine Richtung dürfen wir nie gehen, weil Ungerechtigkeiten sind Ungerechtigkeiten, aber wenn ein Gefühl wird, persönlich eine Abneigung, eine Empörung gegen etwas, was nicht gerecht ist, da soll ihn immer Ungerechtigkeiten, so wie eine Partei möchte, von innen immer abrollen. Und die Sache machen wir akzeptieren keine Ungerechtigkeiten. Eins zu den Gefühl, dass Regierungsparteien bei der Mentalität von den Leuten, so krass ausgedrückt, ein bisschen abraumen wollen. In Informationskampagnen, Sensibilisierungskampagnen, zu den Gefühl, Regierung würde mit einem Völkchen zu dienen, was à la base xenophob ist, homophob, transphob, qui dit mieux. Und wie soll ich mit der Arroganz umgehen? Ich kann nicht so wie mir am Eisweg mit der Arroganz umgehen. Es geht am Eisweg ganz da oben ein Dorf, das heißt Huldang. Für die Leute, die nicht wissen, wo das Notgestürm von Besleck. Da gibt der Betrieb, der verkauft Gemäß. An den Betrieb, den heißt innen von der Uhren. Oder für es richtig auszuschwätzen, innen von der Waffen. Und ich fand sich ganz gut, den innen von der Uhren. Weil der wir nie vergessen, dass die Leute innen mehr Pouvoir haben wie die Uhren. Und der wir nie vergessen, dass wenn man Innenleid austauschen will, dann erzählen will, vielleicht soll man mal aufhängen, Urwendleid zu erzählen und Urwendleid auszutauschen. Und ich denke, dass sie mir als ADR auf einem exzellenten Weg, weil wir wirklich Politik machen, viert Leid, Mathe Leid, und ich schon ein gut gespielt, was mir noch immer recht gehen wird, dass den Erfolg, den wir werden nun, es wird recht gehen, ist so nicht mehr so. Merci, Michael. Für das Jung erfrischend wie ob das politisch geschehen. Nur die Jungen, also und den ADR-Frauen, für ihre Standpunkte zu vertreten. Er gibt Präsidentin von den Frauen, Sylvie Michael, und den Mikrobierden. Sylvie, du hast Wort. Es ist richtig gut, euch nach so langer Zeit endlich mal rumzusehen. Das Jahr war ein Jahr reich und Emotionen. Angst vor der Pandemie, also seine Konsequenzen, wie auch der Konstat, dass eine andere Welt möglich ist. Eine, die mich losdreht an die anderen Prioritäten hat. Stellt euch vor, wir wären endlich an einer Welt angekommen, wo der Slogan Frauen, Männer, all zusammen sind wir stark, sich durchgesetzt hat, gegen das Splicken von den Geschlechtern. Die erinnert euch vielleicht, wie Anfangs März des Jahres
militant Feministinnen an ihr Akoliten, Panoen a Bänneren an Luft gehalen hun mat Sprüchwei, Männer sind toxisch an gegen den alle weiße Mann. Das ist leider symptomatisch. Dafür wird die Gesellschaft sich an den letzten Jahren entwickelt wird. Auch hier am Land geht der Trend, für rund Frauen und Männer gegen den Ehen abzustöppeln, anstatt für Madenen zu plädieren. Wir als ADR-Frauen refusieren eine Pauschalverdeifelung. Kein Geschlecht als toxisch, ein Kind als giftig. Von alle weiße Männer als aufwertender Begriff zu schwätzen als sexistisch und altersdiskriminierend. Wir sind alle zusammen für eine Gesellschaft verantwortlich, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht. Und dafür gehen es bei uns, den ADR-Frauen, ganz anders hin. Wie alle Jahre haben wir für den Internationalen Frauentag vom 8. März alle Membern eingeladen, für mit uns zu feiern, Frauen und Männer. Und an unserem Pressekommuniqué, den wir hier rausgehen haben, sind wir auf folgende Punkte eingegangen. Erstens, der Wert von der Kannererziehung daheim durch von den Eltern. Zweitens, der Besoin von der Flexibilität an den Berufen, die majoritär von Frauen ergriffen gehen, für ihnen möglichst viel Zeit mit ihren Kindern zu ermöglichen. Dann sind wir auf die Splickungsversicht zwischen den Geschlechtern und der Verteilung von den Männern ergangen und das angeprangert. Und schließlich haben wir eine gerechte, eine korrekte Bezahlung von allen Berufen gefordert, die jede Menge menschenwürdiges Leben hier am Land erlauben muss. Wir Frauen, wir wären als auch dagegen, dass die Frauen pauschal immer nicht, aber bei aller Gelegenheit als Opfer durchgestellt gehen. Auch den Diskurs, den wir an der Covid-Krise immer nicht hören. Die Frau wäre viel mehr hart betroffen als die Männer. Wurscht als auch hier, jeder hat in der Situation gelitten, auch viel Leid. Viele Frauen, auch viele Männer haben Wunderbares gelegt, für gegen die Krankheit zu kämpfen. Wir sind jedem dankbar, den sich hier angesagt hat. Während der Konfinementsmeint dürfte man erleben, dass viele Leute ihre Prioritäten geändert haben. Oben auf der Liste stehen bei vielen Leuten, sich um die Familie, die Eltern und die Nachbarn zu kümmern. Kanner zur Seite stehen bei der Schule daheim und auch für viel qualitativ wertvolle Zeit mit ihnen können verbringen. Der neue Volkssport als Wandern durch das Land mit einer Fotoreportage nur auf den sozialen Medien. Irgendwie konnten sich bemol viel Leute und mehr einen einfachen und mehr natürlichen Lebensrhythmus gewinnen. Und wie für uns von einer unbekannten Gefahr zu schützen, sind wir alle irgendwie mehr nur bei ihnen geregelt. Weil das mit klein gehen, und es tut den auf viele Plätzen wärmt und Menschlichkeit aufflammen gesehen. Aber das Krise wird auch Schreckliches mal zu sprechen. Viel von uns haben und hatten Familie und Alters- und Pflegeheimer und auch an der Klinik. Das Absperren von unseren Liebsten, das Isolieren während Wochen und Monaten wird mich tief getroffen. Es hat mich immens traurig und schrecklich Rose gemacht zu sehen, wie so manch Drama sich aufgespielt wird, weil auf der einen Seite als Liebsten auf eine unmenschliche Art und Weise länger muss leiden und sogar länger verloren muss sterben. Und auf der anderen Seite, viele von uns just konnten von weitem nachgucken, wie sie das Leben Menschen für immer müssen gehen lassen. Ohne sie noch mal können an den Arm zu holen, an ihnen menschenwürdig adi zu sein. Der Wert von der Kehrzahl Familie wurde für viele von uns ganz neu entdeckt. Und es schon gefiel, wie man das Leid mehr menschlich gemacht hat. Wie man die Relationen an der Koppel mehr dus und mehr lieb gewähren. Und es mengt die bald Regierung an einem großen Teil von der Politik und der Presse wären enttäuscht gewesen, dass die Verzahlen von der Gewalt daheim während dem Konfinement nicht an die Luft gegangen sind.
an der trotz enger groß ugelöschter Kompagne dafür sollen sich doch wannisch gelieft unbedingt melden für geholfen zu kriegen. Also dir ist auch aufgefallen, dass ob denen Plakater größtenteils misshandelt Fragewiese laufen. Das Ministerium schenkt die öffentliche Polizei egal zu sehen, die aussieht, dass quasi 40% von den Opfern von häuslicher Gewalt Männer sind. Und auch hier als Eisenmessage, Frauen und Männer sind von der Gewalt daheim betroffen. Frauen und Männer sind Täter, Frauen und Männer sind Opfer und wir müssen jedem helfen. Du wennst unterstützen wir auch Durchstrengungen von unseren Deputierten, Chef Engelen an der Chancengleichheitskommission an der Chambre, für mehr Plätze auf Foyers für Männer und Jungen zu fördern. Neben den Frauenhäusern braucht man nämlich auch Männerhäuser, wo die männlichen Opfer ein echtes Life können kriegen, wenn sie bedreht und misshandelt werden. Liebe Freundinnen und Freunde, der radikale Feminismus fanden wir heutzutage gekoppelt mit geringem Fanatismus. Verschiedene rechnen nicht nur aus, wie groß der Kohlendioxidausstoß von unseren Haustieren ist. Muss ich auch schon fertig, dass die gering, als du geschworen verbieten, einen Hund zu holen. Nee, wir hören, weil auch Leute fordern, auf Kanner zu verzichten. Und zwar, weil die Umwelt und Klimagänge belasten. Dazu kann ich nicht mehr so, wie krank und fanatisch muss ich sein, für auf so eine Idee zu kommen. Wir haben als ADR-Frauen refusiert, so eine Haltung natürlich anzuwählen. Wir sind auf der Seite von der Kanner und von der Familie. Kanner sind nicht nehmen. Kanner sie nicht nehmen als Fried, mit sie sind Hoffnung an Zukunft von unserer Gesellschaft. Der ADR bleibt dabei, dass wir Familien und Kanner verteidigen und unterstützen. An der Linie vertreten wir auch, wenn es um Diskussion um die Steuerreform geht. Da lauern Neigefuhren auf die Familien. Die soll steuerlich gesehen aufgeschärft gehen. Ja, die hat richtig hören, aufgeschärft. Und das verkauft Gambia dann als Individualisierung von der Steuer, unabhängig von der Form vom Zusammenleben. Da soll es hingehen, wenn es der Regierung an verschiedene Parteien da soll gehen. Aber was ging das hier? Die Regierung will ja schon seit Jahren jeden zwingen, für Schaffen zu gehen und zielt darauf auf, die traditionelle Familie definitiv zu zerstören. Und die Individualisierung von den Steuern als ein rein ideologisches Projekt von den linken politischen Parteien, die mir als dezidiert entgegenstellen. Mit Steuerpolitik kann ich Jalon setzen, was eng wichtig ist, und was ich will fördern oder, wie Gambia es will, was ich will zerstören. Für die DDR muss die Steuerpolitik eine Pro-Familienpolitik sein und bleiben. Es muss auch weiterhin eine steuerlich bessere Behandlung für die Familie geben, für die Kernzellen von unserer Gesellschaft. Wir brauchen steuerlich Unterstützung für ein Koppel, bei der ein daheim bleibt, für sich um die Erziehung von den Kindern zu kümmern. Und es muss unbedingt mit denen zwei unerhörten Ungerechtigkeiten abgeräumt gehen bei der Besteuerung, und zwar bei der von den Alleinerziehenden und bei der von den Witleuten. Die Hudetieren gestern am Radio. 12 von diese Leute sind die nicht über die Ronne gekommen sind an den letzten Monat. Die sind dramatisch an die Blut gegangen. Die Freundinnen und Freunde, Frauen an der Politik. Das ist auch so ein Thema, wo man als Jahr für Jahr dieselbe Diskriminationsmärchen muss lauschen. Soll man uns dann nicht einfach darüber freuen, dass es in Wirklichkeit hier in Europa schon lange keine Diskriminierung von den Frauen mehr gibt, weder rechtlich noch politisch. In Europa ist der Präsident von der EU-Kommission eine Frau. Die Regierungschefin vom größten EU-Bomberstaat ist eine Frau. Der Chef von der Europäischen Zentralbank ist eine Frau. An der Chambre ist der Fraktionschef von der größten Partei hier im Land eine Frau. Wo, wenn ich glaube, dass du Diskriminierung.
Die künstliche Fixation auf Parität refusieren wir schon seit Jahren. Wir gesehen, dass Frauen nicht nur einen theoretischen, aber auch reellen Zugang zu allen politischen Funktionen haben und darüber freuen wir uns. Darüber hinaus brauchen wir keine Quoten, weil jeder soll können machen, was er will. Aber bei allem Rekrutament soll die Qualität vom Einzelnen zählen und nicht sein biologisches Geschlecht. Wir brauchen noch kein künstlich inklusiv Schreibweis als einer feministischer Diktaturmentalität. Wir wollen ein gewollte Spruch, okay, künstlich, politisch Geschreibs. Wir brauchen überhaupt nicht dauernd politisch erzogen zu gehen. Der Michael hat es auch schon gesagt. Richtig, Michael. Wir sehen es mit der Politik, die sich immer mehr als die Viergesetzten von den Bürgern gesagt und die sich über diese Trashthölze mengen, Mentalität und Denkweise von den Leuten dürfen zu ändern. Die Freundinnen lust mich nach Wort zu der Reform vom Scheidungsgesetz. Die Reform ist noch nicht alt. Der DDR, besonders als Deputierten Roy Reding, haben die Reform an hier möglich negative Effekte von Anfang an kritisiert. Wir Frauen wären daran interessiert, an dieser Partei über die Reform zu diskutieren, aber nicht eine Reform von der Reform zu proposieren. Wir wollen nämlich das Beständnis als Institution retten, und das geht nicht mehr, wenn die Konditionen vom Beständnis so sind, dass sie keinen aufschrecken. Und gleichzeitig stehen zwei Partner, die nötig Sicherheit bieten. Wir wollen noch am Kader von der Diskussion und als ADR ältere Geld erinnern, das am Fall von einer Scheidung wir auch Sicherheit bietet. Leifalegum, ADR sind Frauen sind ein wichtiger und dynamischer Teil von der ADR. Wir drohen dazu bei, dass bei den nächsten Wahlen, dass wir die können mit Optimismus umgehen. Und ich will mit dem kleinen Quiz zum Schluss kommen. Liebe Gast, für Jahren hast du mir gesagt, es ging da eine Partei Gadget gehen, den du aber gerne an der Hand gingst halten. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr dran, du für ein kleines Quiz, für das der Alpen mitroden, was das soll sein. Ihr seid bei aus wie ein Margretchen, just dass Margretchen abgeht, wenn die Sonne scheint, und das heute geht ab, wenn es regnet. Aber das Wichtigste für dich, das war damals, dass ihr von weitem just ein paar farbige Punkte und Problem gesagt und recht von mir nur gesagt, dass es der Parteilogo ist. Das Komitee von den ADR Frauen hat überall probiert, so Gadget fabrizieren zu lassen, aber das geht nicht. Dafür haben wir dann zusammen und so einem Herzenswunsch von dir mit viel Kreativität, Geduld erkennen, gebastelt. Hier ist ein Stück. Ja, könnt ihr selber gesehen, dass ich von weitem just ein paar Punkte gesagt habe. Ja? Aber mit diesem symbolischen Cadeau, ein Problem mit vielen kleinen Logos von den ADR Frauen, will mir dir merci sagen, dass du über all die Jahre immer auf unserer Seite stehst. Und mit deinem Blumenbouquet will mir deiner Frau ein großes Merci sagen, dass sie dich bei deinem Lebensprojekt so perfekt unterstützt. Merci Silvi für die wichtige, freundliche Stimme an unserer Partei, die wie immer den Leuten aus dem Herz geschwärmt wird.
Wir kommen nun zum Punkt 11 von der Tagesordnung. Diskussion und Abstimmung über 3 Resolutionen. Dieser Punkt wird vom Generalsekretär Alex Hanning moderiert. Alex, du hast Wort. Voilà. Pour einmal die Resolution noch vierstellen und pour wieder für drüben konnte einmal zu dem, was am Programm steht, um Reihenfolge geändert. Um Reihenfolge nicht geändert. Das heißt, als Sicht vom über die Klimaschutz der Fred Kohl, Dono die Migration der Ferner Karteiser an Dono de Logement. Das heißt, Thema Migration an Logement haben wir geswitcht, konnte einmal zu dem, was am Programm steht. Wie es zu den Resolutionen kommen, also im Moment sind natürlich noch Projekte für Resolutionen, jetzt sollten ursprünglich letztes Jahr schon das Jahr für den Kongress am 29. März präsentiert, die sind noch so aufgesucht gehen. Die Projekte sind letztes Jahr aber von der Exekutiv schon erschafft gehen, Dono, dem Nationalkomitee, viel gelöscht, vom Nationalkomitee schon aufgesehen. All die Leute, die sich für heute angemeldet hatten, konnten müssen am Prinzip auch die Projekte am Voraus plus ou moins einen Monat für schon gekriegt tun. Und die hatten noch ein Delay für zu den Projekten eventuell Änderungen, Amendementen anzurichten. Wir konnten der auch. Wir konnten da zu den verschiedenen Projekten 4 Stück am Ganzen und die haben auch mal angebaut. Für was? Die 3 Resolutionen, ich meine, Themen sind ganz wichtig, dass die Klimamigration, Logement, das soll auch Position von unserer Partei sind, zumindest bis 2023, bis die Wahlen, und noch darüber hinaus. Ich meine, wir sind eine Progressivpartei, und zu denen wichtigen Themen wollten wir eine Resolution, weil sie gerade so wichtig sind, wollten wir die Resolution auch definitiv an diesem Kongress definitiv aufsehen lassen. Aber wie machen wir das heute? Sie gehen einzeln von denen 3 Kandidaten vorgestellt. Wir fangen dann nun mit Fred Käuber, die Klimamigration, Dono der Ferner Karteiser und Logement, dann Roy Rede. Dono stimmen wir einzeln, noch alle Themen stimmen wir auf, mit der Vermeister Kartmann Piki drauf. Und dann sind die Resolutionen so definitiv für die nächste Zeit wichtig genug, so dass wir noch ein bisschen Wahlen und Schuff noch darüber rausgefasst. Voilà. Das präzisiert, ging ich dann als dem ersten Redner, dem Fred Kolbfurt, für über den Sujet Klima zu schwatzen. Fred, du hast Wort. Merci Alex, wir sind schon bei so unten, weil so lange ich muss laufen, für hier rumzukommen. Die lieben Parteikollegen, Kolleginnen, ich kann heute unser Projekt vorstellen zu Thema Klima. Ja. Es sind eine Party, wie gesagt, Änderungsvorschläge rauskommen. Und eine Party von diesen Sachen kann ich nur sagen, die waren schon irgendwie am Projekt dran. Eine Party Sachen haben wir auch beigesagt, das ist aber auch etwas, wo wir noch nicht beigesagt haben, weil wir am Anfang noch an einer Reflexionsphase sind. Aber bis nur der Meinung sind, dass das so nicht möglich ist.
Voilà, ich komme da zu dem ganzen Projekt. Ich werde den Lo nicht so genau vorlesen oder präsentieren, wie dir ja schon dann gut oder vier und ihr Stein hat. Aber ich werde da ein bisschen eine Menge wieder machen und noch eben ob die aktuelle Situation ein bisschen angehen und ein bisschen probieren noch zu beschreiben, was überhaupt möglich ist, was nicht möglich ist und wo man teilweise auch ein bisschen für so angeschmiert gehen. So mir vergeht praktisch kein Tag, ohne dass man Hiobsbotschaften zum Klimawandel hören von Politikern, Medien und SOS-Aktivisten. Zu Balengzeit wenig Reners gibt gesucht für den Klimawandel, Wandermengzeit viel Reners gibt gesucht für den Klimawandel, wann am Wander Schneers gibt gesucht für den Klimawandel, wann am Wander Schneers gibt gesucht für den Klimawandel, wann ein Heftestunde wieder raus, dann hast der Klimawandel, wann der Kalifornien Büscher brennen, dann hast doch der Klimawandel an sehr auf die Spitze getrieben hat eine Journalistin Radio am März 2019, wie sie gesagt hat, durch den Klimawandel käme zu Erdbeben, das ist kein Witz. Auch ein Teil von der Jugend geht nervös, geht auf die Straße, ich habe auf Facebook von einem jungen Lützeburgischen Aktivist gelesen, der fährt, dass sein kann er nicht mehr auf der Erde leben können, weil wir nicht direkt etwas machen. So weit sind wir schon gekommen mit der ganzen Hysterie. Wir von der ADR sind lieber klar gegen die Hysterie, gegen die Angstmacherei und gegen die Panikmache. Wir müssen aufpassen, dass man in der ganzen Diskussion mit der nötigen Sachlichkeit gehen, und das tun wir heute auch gemacht. Schon oft in der Menschengeschichte haben Menschen sich an den Wahn gesteigert, an dem sie nicht mehr so sehr rausgekommen sind. Wir als ADR sind realistisch. Wir bleiben ruhig, für die Sache richtig zu analysieren, soweit das überhaupt möglich ist. Ihr wisst, es ist schwer, etwas zu wissen, zumindest über die Zukunft. Wir mussten also aufgesichert wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen. Wir sind auch bewusst sind, dass vieles, was als Fakten präsentiert wird von Medien und Aktivisten, nicht mehr Klimamodelle sind, die probieren Veränderungen am Klima so gut es möglich ist, über die nächsten 20, 50, 100 Jahre vorauszusuchen. Da gibt es wie auch bei jeder Voraussuchung eine signifikante Unsicherheit dran, die nicht zu unterschätzen ist. Und da holen sich Medien und zumindest noch die extremsten Szenarien oder Interpretationen raus und machen den Leuten Angst und versetzen sie an Panik. Und diese Angst benutzen sie dann für ideologische Politik durchzupushen, auch wenn es überhaupt nicht klar ist, dass ihre Weg an ihre Lieblingstechnologie die richtige ist. Wir als ADR sind Realisten, aber wir suchen auch ganz klar Umweltschutz, wie auch Schutz von unseren Ressourcen liegt uns um Herzen. Und das ist wichtig für die nächsten Generationen. Das ist etwas, was alle raisonable Menschen unterstützen kann, ob nur um die extremsten oder um die moderatsten Szenarien von Erderwärmung lebt. Wie das wirklich gefährlich ist für unsere Gesellschaft und auch für die Umwelt, als eine radikale Wende zu machen, ohne viel darüber nachzudenken, über die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen, weil auch die Geringen wissen nicht, was für eine Technologie sich in Zukunft gut oder schlecht entwickelt. Gefährlich ist doch, sich stimmt auf das Reduzieren von CO2 zu obsedieren und andere Faktoren zu ignorieren. Wir müssen uns die richtige Frage stellen. Die Frage, die mir gestaltet kriegt, das ist ein bisschen die Gretchenfrage am Original. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Und heute das heißt es dann, nun sag, wie hast du es mit dem Klimawandel? Ich habe selber auch Klimatologie studiert, ich weiß, was Klima ist, wie es gemessen wird, wie es funktioniert. Ich weiß auch durch mein Geografiestudium, wie ein Einfluss Klima auf Menschen hat und auch auf Pflanzen und Tiere. Und das ist natürlich enorm und das war auch immer so. Aber der kennt eine permanente Klimaveränderung, heinst du Milus, heinst du Misere. Klima verändert sich also andauernd und das leiden viele Faktoren. Etwas können wir aber leben und dann lernt man das heute zu so noch, und das ist ohne Zynismus. An der Geschichte von der Menschheit war es immer besser, wenn es warm war.
und war immer ganz schlecht, wenn es kahl war. Denkt nimmer an die Neandertaler, die durch die Eiszeit dezimiert und ausgestorben eigentlich sind. Ich versuche, über die letzten Jahrzehnte konnte den ersten Erderwärmungstrend von ungefähr 1 Grad feststellen. Das ist das, was wir klar wissen. Wahrscheinlich ist das auch die stärkste, seit es offizielle raisonable Messungen gibt, das heißt seit ungefähr 200 Jahren. Wir haben also eine mehr starke Veränderung, wie das normal wird. Die Klimaveränderung, wie für noch schon gesagt von unserem Präsident, kann durchaus auch des natürlichen Ursprungs sein. Wie ohne Zweifel hat auch der Mensch Impact zumutz durch die Verbrennung von fossilen Stoffen und durch den Zerregas, der dadurch produziert wird. Es geht auch nicht an Diskussionen über Klimamodelle, ob es nur 1, 2, 3, 4 Grad wie warm geht, da das ohne Unsicherheit nicht viel rauszusuchen. Das ist auch vielleicht nicht das Wichtigste für salopp zu sagen. Für uns als pragmatische Partei ist das Wichtigste, was kann ich realistisch als Kleinnation machen. Ich will 3 wichtige Punkte aufstreichen. Erstens, einen unkontrollierten Wachstum aufstellen. Zweitens, realistische Maßnahmen für Energie und Rohstoffe zu spüren. Und drittens, Forschung und realistische Alternativen. Der Wachstum als Sujet als Partei. Wir steuern unkontrolliert auf 1 Million Einwohner durch. Wir kommen alle Jahre zwischen 13, 14, 15.000 neue Einwohner bei. Das hat einen immensen Impact auf den Verbrauch von Rohstoffen, Energie und auch Terrain. Just für ein Beispiel zu geben. In den letzten 25 Jahren ist mehr Terrain hier am Land verbaut geht, wie an den 2000 Jahren verdrückt. Und an dem Kontext, wo wir sind, wo wir den Turbo-Wurst, den wir haben wir eine Regierung und verschiedene Minister, die felsenfest davon überzeugt sind, wir könnten an 10 Jahren mehr Energie, an deutlich mehr Energie verbrauchen wie heute. Das ist komplett unmöglich. Wir müssen das umsetzen, und das ja auch als anderen Ursache, muss man zu einem verständigen Wachstum zurückkommen, sonst wird die ganze Diskussion gehen. Da muss man in Zukunft gucken, für immer mehr fossile Rohstoffe und Energie zu benutzen und zu verschwenden. Es ist evident, wenn ich für jeder rede, wir müssen als Ressourcen Planet schonen, es geht nicht unendlich. Und in dem Sinn muss man gucken, für so weit wie möglich, auch als Europa und als Lützeburg, unabhängig zu gehen vom Import von Öl und Gas. Und dann aber auch als andere Gründe, wie zum Beispiel geostrategische Gründe, wo man muss gucken, für vom Nahen Osten oder von Russland zum Beispiel, mehr unabhängig zu gehen. Was können wir noch heute konkret machen? Ich spiele zwei Punkte raus von der Resolution. Das erste, dass wir sollen gucken, so weit wie möglich regional und lokal zu produzieren und noch anzukaufen. Als Beispiel kennen wir bestimmt, wir müssen ja nicht so nur Apple aus Neuseeland, Lützeburg kaufen, aber wir müssen auch eigentlich nicht Rindfleisch aus Argentinien kaufen. Das Ganze geht natürlich auch ein bisschen wie weit, aber darüber müssen wir uns ganz viel konzentrieren. Und dann der andere, das ist, was auch bestimmt alle mit selber kennt, das ist von daheim oder eine Maschine oder von einem Apparat, der Futti fährt, zum Beispiel Spülmaschine. Und dann können dann auch vielleicht den Mann für zu gucken, was der Spülmaschine Futti ist. Und das kostet dann natürlich relativ viel, schon länger, weil die gucken können, wann den dann noch findet, was das leid, und dann kann den da doch noch vielleicht flecken. Aber wenn es fertig ist, und das wissen ihr alle gut, dann kostet Reparatur, weil so teuer wie eine neue Spülmaschine. Und da haben wir am Anfang eine immense Idee, wo wir so, wir müssen gucken, dass wir trotzdem die Reparaturen mehr attraktiv gestalten
dass ihr eben nicht hingeht und einfach direkt von etwas Kleines für dir, weil die Lichtkind reparieren und der ganze Rest noch gut funktioniert, für etwas Neues zu kaufen. Und das, wo man will nicht gehen, für zum Beispiel ein reduziert TVR für Reparaturen oder sonst irgendwie für das Ganze zu subsidieren und dadurch eben dann auch die Rohstoffe zu spüren. Dann noch zur alternativer Energie. Wandenergie, Biomasse, Biogas, Photovoltaik, klingt alles immens gut, geht als alles immens gut verkauft, also aber gar nicht so evident. Wo ist das Problem? Ich probiere nur kurz zu erklären, um nicht zu viel an Technologie ranzugehen. Das ist alles volatil. Was heißt volatil? Wenn wir Wandanlagen abrichten, dann produzieren die Strom, aber nicht mehr Wand ist. Wenn keine Wand ist, und auch mir ist oft keine Wand, ungefähr ein Viertel von der Zeit ist keine Wand, produzieren sie keinen Strom. Und das ist immens gefährlich für unsere Versorgungssicherheit an der Energie. Solarenergie ist ähnlich. Und die können also einfach mit diesen Sachen noch just ein Bruchteil von unserem Verbrauch überhaupt garantieren. Es gibt dann immer so gesagt, ja, wir bauen eine Wandanlage, die ist gut für den Strom zu machen für 5000 Städte. Muss ich schon wissen, dass die Städte am Anfang immens wenig Energie verbrauchen von unserem gesamten Energieverbrauch. Wie wichtig ist auch immer zu wissen, was keine Wand ist, da produziert keine Wandanlage Strom. Da kann ich natürlich so, aber da muss man gucken, für irgendwie den Strom, den da produziert wird, von Wandanlagen da gut funktionieren, für den dann zu speichern. Auch das geht es ja, wie zum Beispiel mit diesem Pumpspeicherkraftwerk zu feiern. Wie für das hier in Lützeburg funktionieren, müsste man hier Hunderten von Pumpspeicherkraftwerken wieder zu feiern, abrichten, was komplett illusorisch ist. Auch solche Techniken für Energie zu speichern, sind im Moment gar nicht ausgereift, nicht realisabel und viel zu viel teuer. Wir haben im Moment eine Produktion von Wandenergie, 0,5% mischt sie aus. 2030 no Klimaplan käme dann auf 1,4%, also die gesehen, das ist erschrecklich wenig. Und du musst ja wissen, dass doch immer mehr Widerstand gibt gegen die industriellen Wandanlagen, just für ich zu so, die Haut gebaut, die sind bald so groß wie den Eiffelturm. Dann schwätzt der Minister Turmes davon, dass wir auf 25% kommen. Ich meine, wir sind bei 1,4%, das heißt, auch das ist komplett illusorisch. Wir haben die technische Voraussetzungen, die wir haben, für das zu machen. Was wir heute brauchen, das ist auch sichere Energie. Und die könnt leider Gottes nicht durch Fossilbrennstoffe und Atomenergie. Wir sind noch besorgt über viele Atomkraftwerke, besonders an unserer Gegend, die schon alt sind, das Chlor. Eventuell muss in Avantage mit neuen sicheren Technologien die Möglichkeit schaffen, für nach einer Zeit von der Atomenergie zu profitieren. Holland hat das in den letzten Wochen übrigens auch avisiert für die Zukunft. Das ist die Realität. Wir müssen noch weiter forschen unter Kernfusion, die Energiequelle, die die Sonne noch benutzt, mit der wir im Moment nicht auf der Erde können wir die nicht benutzen, weil wir die nötigen Temperaturen noch nicht können kriegen können. Das wäre natürlich eine Energiequelle, die viel mehr umweltfreundlich und auch weniger gefährlich wäre wie die Atomkraft. Was die Grünen hast du vergessen, was ihnen dann noch richtig so vorgeworfen wird, dass der Strom nicht einfach so aus der Steckdose. Also wenn ihr seht, wir können in Europa in den nächsten Jahrzehnten leben ohne Atomkraftwerke und ohne Kohlekraftwerke, das ist ein Lüge. Das ist der Realismus, für das anzusehen. Und der Klimaplan von der Regierung ist entweder gefährliche Naivität oder das Charlatanerei, weil du wird geschwärzt von 50% oder sogar 100% erneuerbaren Energien. Das geht nicht. Da muss man das ganze Land vollbauen mit Wandanlagen, hunderte von Quadratkilometer Vollpflanzen für Biomasse zu kriegen, Solaranlagen abrichten. Und da kommt man noch nicht weit über 10% von unserem Energiebedarf raus. Für ein Beispiel zu geben, für Kattenom zu kompensieren, bricht man hier im Land 8000
ganz groß industriell Wandanlagen, 8000. Und das ist noch nicht theoretisch, weil wir keine Luft ist, da können wir auch unendlich viel Wandanlagen holen, dann kriegen wir die Energie nicht. Und das ist die Realität. Wir mussten uns das bewusst sein, weil wir mussten absolut verhindern, dass irgendwann halt zu Versorgungsengpässen kommt oder eventuell sogar zu einem Blockout. Es gibt keine physikalische Grundlage für die Idee von den Gringen. Aber wenn es so gibt, dann könnt ihr mir also auch nicht leisten. Es geht also darum, für nicht mit Hysterie und Sachen rundzugehen. Aber wir lassen uns nicht von populistischen, ideologischen Hiobsbotschaften, Warnvorstellungen von den Gringen an ihre Nachahmer geckisch machen. Das refusieren wir für unser Land. Das refusieren wir für unser Land und für unser Leid. Das ist nicht die Gringen zu sagen, was wir müssen, was schlecht ist und was gut ist. Weil die Gringen haben keine Ahnung davon. Sie sind Ideologen, aber sie sind keine Wissenschaftler. Das sind Experten und Wissenschaftler, nicht in die Gringen, für Beurteilungen zu machen und Lösungen zu entwickeln. Die Gringen wohnen oft an einer urbanen Welt an der Stadt, und sie sind reich. Sie sind ganz anders wie die normal durchschnittliche Bevölkerung. Wir unterstützen die Leute, die Kompetenzen und Technologie und Wissenschaft. Und das sind nicht rosa-rot Träumereien von Gringen, die noch nie einen Baum gepflanzt haben, und aber andauernd den Bauern wollen erklären, was Natur ist. Sie wollen für uns entscheiden, wie eine Technologie gut ist. Sie wollen an uns Leben massiv ergreifen. Uns diktieren, was wir zu machen. Hier ist alles das, was auf uns durchkommt. Mehr Steuern, die nichts bringen. Mehr Fuhrverbote, die nichts bringen. Klimaquoten, die nichts bringen. Blank Elektromobilität, die nichts bringt. Und zu guter Letzt Hunderte von Millionen von Abaussen durch den Tanktourismus, den der Wäsch fällt. Wenn die Gringen fertig sind, dann sind wir feit, und dann müssen wir alle just nach dem Velo fahren. Aber auch die anderen Parteien leben nicht an der Realität oder haben nicht den Courage, eine realistische Politik zu machen, weil sie Angst haben, oft für die geringe Fanatiker. Wir haben keine Angst. Und das ist der große Unterschied zwischen uns und den populistischen Parteien, die eine radikal und schnell Energiewende versprechen. Denn der Aktionsplan hier, also verständigen ein realistisches Programm, ohne ideologische Angstmacherei. Wir vertrauen auf Wissenschaft und Technologie. Wir sind Pragmatiker, die wissen, dass die einfachste Lösungsvorschläge zwar DAX besser ankommen dabei sind, aber oft nicht die richtigen sind. Wir zeichnen hier also ein realistisches Bild von der Problematik und proposieren noch Maßnahmen, die realistisch sind. Ich gebe mich dafür proposieren, diese Resolution umzuholen. Merci, Fred, für den ganz guten Exposé. Wie ich früher gesagt habe, ich dafür stehen, dass man direkt noch alle Vorstellungen von der Resolution, von allen Einzelvorstellungen direkt zum Wort passieren aus den bekannten Gründen. Wir wollten evitieren, eben gerade wegen der Covid-Krise, dass zu viel zirkuliert wird, dass zu viele Leute am Rednerpult kommen. Und damit hat man die Leute eben gerade auch den Leuten, die heute evitiert, die sind Gelegenheit gehen für schriftliche Positionen zu holen. Die Stunde durch 4, im Kongress hier direkt zum Wort über die erste Resolution vom Klima, über den Klimaschutz von Fred Kreub vorgedroht aufzustellen.
Wen ass dofir? Wen enthält sich? Dagegen? Voilà, da gebe ich noch mal so, dass man die erste Resolution durch eine ekratante Majorität dann unwenden. Ja. Stift dann den Ferner Karteiser Robierden für die zweite Resolution vorzustellen über die Migration ferner durchzuführen. Merci Alex. Heiert er mich? Ist das so besser? Ja. Vielmals merci für die Wort. Wir haben heute die drei Texte, die wir heute präsentieren: Klimaschutz, und auch heute Migration, und auch das Logement. Das sind Probleme, die uns ganz lange schon begleitet. Wir hatten noch über die Migration, die hier bei Bayern schon am Anfang vom Jahr 4 beredet. Das ist eigentlich so. Wir hatten den Nationalkongress hier schon für den März geplant. Wir haben aber noch einmal geguckt, für den Oktober, ein bisschen aktualisiert. Wir haben sicher, dass das, was wir für den März geplant hatten, auch an der Migration noch immer so aktuell wie das. Ich so noch merci, jetzt sind ein paar Leute, Alex, du hast gesagt, kann die schriftliche Amendamente erreichen, das ist auch heute beim Migrationspapier gewesen. Wir hatten 7, 8 schriftliche Amendamente erreicht, da müssen wir auch 2 überholen. Andere Sachen, die waren entweder mehr allgemeine Betrüchtungen, die am Papier schon drauf waren, respektiv konnte man sie nicht überholen, weil sie nicht immer genau der rechtlichen Grundlagen entsprechen. Migration, das ist etwas, das schon bei uns seit für allem 2015. Aber wir müssen aufpassen, für genau zu wissen, worüber wir schwätzen. Wir schwätzen heute nicht über die normale Migration, die wir als Land haben und brauchen, die aus dem europäischen Ausland können für unseren Arbeitsmarkt oder aus Drittstaaten, wenn zum Beispiel Präferenz kommunatär schon erschöpft ist. Alles das als eine normale Migration, genauso wie Studenten, Familien, Zusammenführungen, die wir kennen, das ist eigentlich nur nicht ein Thema. Und das ist wichtig, dort einen Unterschied zu machen. Wir sind als ADR sicher nicht gegen Migration per se. Das ist eine Selbstverständlichkeit für ein kleines Land mit einer offenen Ökonomie und offenen Grenzen, dass das eben geschieht. Wo das Problem ist, dass das Phänomen, das wir verstärkt seit 2015 kennen, eine massive Immigration in Europa, hauptsächlich aus ökonomischen Gründen. Und wir haben das schon 2015 als einzige Partei festgestellt. Und ich muss sagen, ich bin hoffentlich darüber, dass diese Partei auch unter dem massiven medialen politischen Druck für 2015 war, wo die deutsche Regierung einseitig Grenzen abgemacht hat und immer da ganz Europa für eine faire Accompli gestaltet wird. Wir hatten damals schon die Courage, eine Position zu definieren, die wir auch heute noch haben, an die zu der Entwicklung nie gesucht wird, aus einer Reihe von Gründen. Erstens, weil man wissen, dass die langfristigen Konsequenzen von einer unkontrollierten Immigration als Gesellschaften können fundamental verändern und die Diskussion muss ich feiern. Es muss in am Voraus wissen, welche Zucht Immigration will man, unter welchen rechtlichen Konditionen, für wie lange und was sind Konsequenzen. Bis heute ist die Diskussion kaum gefeiert geht. Der zweite ist ein internationaler rechtlicher Kader, den Migration genau beschreibt, Migration, wann sie aus Gründen könnt, wo Leute die Schutz sichern. Wir haben hier für allem 2 Rechtsinstrumente, die im Zweiten Weltkrieg entwickelt sind. Und das ist ganz wichtig, dass so im Zweiten Weltkrieg für Wert. Aber es war eine Tragödie, was damals geschieht ist, eine schreckliche Tragödie. Und der Wunsch von der internationalen Communität im Zweiten Weltkrieg war eben just, wie so Tragödien zu verhindern, wie denen Schutz zu geben, die Schutz brauchen. Und da, wo Krieg ist, wird leider in eine Situation zu setzen, wo wir können überleben. Die Rechtsinstrumente, die 1949 geschafft wurden, dass die 4. Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Konfliktsituationen und die Asylrechtskonvention von 1951, sind profund human Instrumente, geboren aus der schrecklichen Erfahrung vom letzten Krieg. Sie
sind nach immer, was hier Substanz angeht, zuverlässig und gut Instrumente. Und wir haben auch 2015 schon gesagt, wir hätten gerne, dass die appliziert gehen. Sie sind gut, sie sind human, sie müssen bleiben. Was du gesehen hast, ist etwas ganz ernst. Eine massive Immigration aus ökonomischen Gründen, aber heute liest die politologische Analysen, die heute schon rauskommen sind, über das, was 2015 geschieht ist, und sich als die Ursache für die Grenzen abzumachen, das war eine Decision, eine einseitige Decision von Angela Merkel, konträr zum europäischen Recht. Also hat die Decision geholt, weil, Zitat aus den Quellen, sie keine Negativbilder wollte an den Medien haben, für Leute zu reformulieren. Die Haltung von einem Regierungschef, konträr zu den Verträgen, hat eine millionenfache Immigration ausgelöst. Wir hatten damals eine Situation von dem massiven Druck, Millionen Leute sich auf den Weg gemacht haben, aber wo in Europa du sich vorgestellt hat, können, weil Deutschland allein du Angst hat, das nicht zu packen, können wir das, müssen wir das an der Europäischen Union zusammen schellern, müssen wir die Leute, können wir sie verdienen. Wir hatten damals als Lützeburg Präsidentschaft vom Conseil, als zuständig für den Jean Asselborn. Hin hört, ob deutschen Druck hin, muss ich sagen, am Conseil du eine Majoritätsdecision gelost, die an so Sachen normalerweise nie geholt wird. Weil jeder weiß, dass daraus ein Konflikt entstehen, an den Nass entstehen, für einen Quotenschlüssel in den Staaten der Europäischen Union zu schaffen. Muss ich aber wissen, an Herr Asselborn hat das noch vor kurzem selber gesagt, und er hat gesagt, damals war es so, dass 22 Länder dafür waren, auf 5 dagegen. Ich habe gesagt, das war eine symbolische Einschätzung, dass man nicht, dass das kann nur gezählt werden, in dem Sinn, wie eine Größenordnung. Und heute ist es umgekehrt. Heute, wenn heute Leute sollen verdient, die sind auf 5 Länder bereit, mitzumachen, und 22 sind dagegen. Das weist für mich verschiedene Sachen. Das erste ist, wir laufen von Anfang an richtig, wo wir gesagt haben, dass das geht nicht. Das zweite ist, dass ein terribler Streit an der Europäischen Union entstanden ist. Die Frist zwischen den Ländern, die sagen, wir holen da oder wir machen da mit, und anderen, die sagen, wir machen das da nicht mit. Aus Gründen, auf die ich kann aufbauen. Wir haben nicht mitgemerkt als Lützeburg. Ich habe immer den Verdacht, und Herr Asselborn hat das auch bewusst gemerkt, wenn es in der Proximität zu der deutschen SPD, wenn es anderen Ursachen, die vielleicht nicht unbedingt den Fond von der Sache berühren, wo wir aber auch Konsequenzen müssen machen. Lützeburg ist heute ein von den Ländern, die proportional am meisten der Leute abgeholt hat, aber haben wir in unserer Gesellschaft eine Diskussion darüber, wie ist es mit der Applikation, wie ist es mit dem Grundprinzip, dass Leute die Schutz sichern, auch zum Beispiel für Krieg, dass man ihre Situation regelmäßig müssen überprüfen, weil das Grundprinzip ist, wer keinen Schutz mehr braucht, der muss zurückgehen. Machen wir das, überprüfen wir das, alles das sind Fragen, die wir an den gesellschaftlichen Diskurs müssen wir abholen. Wir bedauern, dass wir uns als Europa aufhängig gemacht haben von Ländern wie Türkei, die eigentlich als Grenze kontrollieren, als können unter Druck setzen. Wir bedauern die Risse an der Europäischen Union, die durch eine falsche Politik entstanden sind. Aber wir betonen gleichzeitig, dass wir als ADR immer, und so und dann unterstreichen dreimal, immer, da sind für Leute politischen Asyl zu gehen, die verfolgt gehen, die als Hilfe brauchen, wie nicht sie oder ihre Familie in einem diktatorischen Regime zu leiden. Wir sind auf der Seite von denen Leuten, die verfolgt gehen, und das Asylrecht darf nicht auf vorgestellt gehen. Aber wenn man wollen, dass das Asylrecht erhalten bleibt, dass die Großzügigkeit, die Menschlichkeit, die daran erleidet, die fantastische Gedanken für Leute daheim zu gehen, die sonst müssten leiden, wenn wir wollen, dass die Akzeptanz dafür erhalten bleibt, können wir nicht hingehen und sagen, wir machen einfach die Grenzen auf für jeden, der sieht, er braucht Asyl, was er nicht wirklich braucht. Es gibt ein Prinzip für Leute, die in einer Kriegssituation sind. Und das Prinzip ist den, dass an den Gegenden, wo der Konflikt ist, sollen Schutzzonen angerichtet gehen. Schutzzonen, für die die kriegsfähigen Parteien zuständig sind, mit der Unterstützung von der UNO, vom UNHCR, von anderen, von Lützeburg auch, das kann mithelfen, die Schutzzonen zu garantieren.
wann dann eng Situation do ass, wo még Frieden ass, wo Leiit können oni Gefo fir sech selber zreckgoen, da sollen se op der Plaze fir ihr Landrem kënne mat opzebauen an ze helfen. Och dat as gescheite Prinzip an noch den unterstützen. Wir wollen hier sech een doble Message gehen. Wann ich den Bayer lo zu Mäerisch gucken an andere guckt, da gesieht er eng ganz Reihe Dispositionen dragin, die op den Missbrauch oder Missstellen agin, die man am Blick hun. Mit zwei Message müssen an unserer Asylpolitik, an unserer Schutzpolitik für Leute, die Hilfe brauchen, die Schutz brauchen, ganz klar sind. Den ersten ist, der DDR bekennt sich klar, ohne Zweifel, ohne Hintergedanken, mit aller Großzügigkeit, die kann erwerben, mit aller Menschlichkeit zu dem Prinzip, dass man Leute will schützen und helfen, die das brauchen. Gleichzeitig so man genauso deutlich, dass es nicht kann vorkommen, dass das Prinzip missbraucht wird, dass es falsch interpretiert wird, dass es ähnlich wie eine Klimadiskussion, die der Fred gerade so brillant beschrieben hat, dass sie dafür gebraucht wird, für Leute unter Druck zu setzen, um einer politisch, einer ideologisch Ziele, einer gesellschaftlich Ziele durchzusetzen, die nicht mit der Thematik zu tun haben. Wir werden das Instrument von Asylschutz wirklich protegieren. Wenn man den Bayer guckt, da sieht er dann eine ganz Reihe Dispositionen dran sind, die auf verschiedenen verrückt zum Teil Entwicklungen aus den letzten Jahren angehen. Also zum Beispiel normal, wenn ihr seht, wer verfolgt und mit einem Schutzstatut, dass bei sich heim Vakanzmärkte geht und da kann zurückkommen, und nicht einmal mehr purmal. Das ist nicht nötig. Also normal, dass, und ich schenke du vielleicht einen anderen Gesichtspunkt an, die Leute mit der Seerettung, weil da geht es auch immer moralisch unter Druck gesagt, was du denn dafür, dass irgendjemand trinkt? Natürlich nicht. Natürlich muss man die Leute retten, die an einer Seenot sind. Natürlich, das ist eine menschliche Selbstverständlichkeit, das ist auch eine legale Obligation. Das steht gar nicht zur Debatte. Aber was aber froh ist, was geschieht mit diesen Leuten? Was geschieht mit diesen Leuten? Wir haben eine Obligation in dem Droit Maritim International, wie sie an den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Der nächste sicheren Hafen muss aber nicht an der Europäischen Union sein. Er kann ganz gut auf einem anderen Platz sein. Und das ist auch ein Grundprinzip. Wir können nicht an eine Situation kommen, wo man so einen Pull-Effekt, so ein Aspirateur, wie das genannt wird, wo man praktisch durch eine Politik, dass man jede Menge Möglichkeit gibt, an die Europäische Union zu kommen, den an einer Seenot oder an einer anderen Situation zum Deal bewusst beruhigt wird. Dass das der Weg ist, für ranzukommen. Was wir dann machen, das ist die Unterstützung von Schleiseraktivitäten, von kriminellen Aktivitäten, die ohne Rücksicht auf Leben, wo Leute die auch vorbringen, für ihre Profit zu machen, das ist etwas, das so mir klar, nee, wir machen das nicht mit. Es gibt Diskussionen hier am Land, bei denen Amendementen, die dir proposiert wird, einzeln abonniere ich auch die Diskussion dabei, ob man sollen Leute, die man dann abholen, weil die Regierung eben eine andere Politik hat, für die wir präkonisieren, ob man die sollen auf allgemeine verdelen, ob Gemengen die Autonomie behalten, für das zu machen. Wir haben das, also das hier, weil das ja auch schriftlich als Rückgedroht gehen, als die froh. Wir haben noch das diskutiert, aber wir sind der Meinung, dass allgemein muss können selber für sich so weit wie möglich dezidieren, ob sie für Leute abholen oder nicht. Das will ich auch so, und das ist ein Prinzip, das aus der Gemengenautonomie rauskommt, aber dann Eisen an ganz wichtig ist. Den Bayer den haben wir an einem vollkommenen Konsensus geholt. Ich sage das auch hier, weil wir alle wissen, dass wir in der Vergangenheit auch Diskussionen hatten zu dem Thema, auch über die mediale Durchstellung davon. Aber ich will, dass wir diese Diskussion an diesem Kongress verlassen mit einer Wohlrecht. Und die Wohlrecht ist, dass wir, was den Fond von dieser Diskussion angeht, am kompletten Konsensus leihen. Dass kein Heibannen ist, den die Menschlichkeit vorstellt, aber auch kein Heibannen ist, den berät ist, dass die Menschlichkeit, die wir wollen weisen, an irgendeiner Form kann missbraucht gehen. Das ist eine Diskussion, die wir lange haben an dieser Partei, seit 2015, an die eismänglisch unheimlich ehrt. Weil wir sie feiern auf der Basis vom Recht und mit der Kraft von der Moral. Ich sage nicht mehr. Merci, Bernard. Ganz brillant.
ganz umfassend, ganz detailliert. Auch do dann fruncht Kongress über die Resolution aufzustimmen, wen als dafür, wen enthält sich, dagegen. Kann ich ja sagen, dass die Resolution à l'Unanimität vom Nationalkongress aufgesehen wird. Und ich merci. Zum dritten Thema, das Logement, wird nicht Roy Reding op, das ist ein Sujet, den von großer Aktualität, das nicht man wie gestern hat mir schon in der Stadt, war ja schon eine Manifestation diesbezüglich wo ganz viel Rechtsgegangen als über der schwinglichen Wohnungsrecht, ob man das überhaupt soll an die Verfassung setzen, ob das Wohnungsrecht nicht recht elementär Recht, das wir all Bürger am Land. Also das ist ein Thema, den ganz brandaktuell ist und über dem Hallo den Roy Reding. Heieren an seinem Exposé. Merci. Merci, Herr Generalsekretär. Ich muss als Parteipräsident widersprechen. Es wird viel darum gemengt, wir mengen, dass den unmusischen, unkontrollierten Wursten Tatursache ist von der Wohnungsnot zu Lützburg. Das ist nicht wahr. Wir mengen das nicht, wir wissen das. Das ist ein 100%iger Fakt, dass der unmusische Wurstum à l'origine ist von der Wohnungsnot auf vom Mangel und erschwinglichen Wohnraum hier am Land. Wir hatten über die letzten 10 Jahre noch schon dafür drin, ganz einfach eine Netto-Immigration auf Lützburg, die am Schnitt bei 13.000 Leuten lag, dass sie 6.500 zusätzlich Wohnungen am Jahr, die allein dafür gebraucht. Man könnte noch dabei, das Lebensmodell, das ich gerne tun, ist sie nach Großkind an einem Haus, wo man noch die Großeltern zusammen gelebt haben, das wird immer mehr rar, also auch da die mehr Wohnungen gebraucht. Was sind wir aus der Wohnungsnot und probiert an diesen Bayer Pisten abzuweisen? Ich will just ein paar Sachen hier betonen. Das erste, das mal, was hilft nicht, Wohnungsnot zu bekämpfen? Neue Steuern, Grundsteuer, TVA, die Gambia dezidiert wird, ob Mietwohnungen von 3 auf 70%. Alles das, sie wir die Wohnungsnot nicht bekämpfen, mehr verschärfen. Neue Steuern, auch Grundsteuern, man wohnen nicht wie billig, sie machen nicht wie teuer. Auch das ist ganz einfach ein Fakt. Dann ein Punkt, auf den wir ganz viel Wert legen. Wir wollen, dass es hier am Land erschwinglich Mietwohnungen gibt oder wirklich Eigentum. Weil wir stehen zum Recht von den Leuten, Vermögen aufzubauen, so wie als Eltern und als Großeltern der Kontinent. Aber wenn haut viele Junker sich nach Können ein Wohnung legen, dann ist es, weil ihr Eltern oder ihr Großeltern das tote Recht nach Härte. Und diese Regierung geht in eine Richtung, wo nach Schuss bei Amphitiotik geht, mit einem Vierkaufsrecht von der öffentlichen Hand. Die Leute gehen löriert, sie gehen umgeschossen. Sie kriegen so, du kannst hier ein Haus kaufen, wie wollen Sie denken, Verkaufskaufen mir da zurück. Und da tut ganz viel an der Stadt Lützburg mit dem Baulückenprogramm. Da wird dann durch die Menge ein Haus gebaut, ein Geschäftsmann kauft das für 500.000. Wie was soll ein Geschäftsmann? Maar bij een halve miljoen, dan sind je bij een remboursement van 2.500 euro de maand op 20 jaar. Dat kan schon niet meer de mindestloonempfänger zich leisten. Maar wat geschieht, man moet 10 jaar verkauft niet, en dan krijgen ze 500.000 euro terug. Maar wie als Perder? Maar iedereen. Maar iedereen. Gemeng hat während den 10 jaar 0 Mieteinnahmen. Gemeng muss die so terug in diese Kredit wird. En de man selber war nur ein Avantage und nur 10 jaar lang praktisch gratis gewohnt. Als dat sozial, als dat wat man gern hat. Dafür so wir sollen wegkommen von dem toten System, und das ist genau der Kontra von dem, was Gambia will, Mabels will genau an die toten Richtung gehen. Ich komme nur noch nach mehr einem konkreten Beispiel darüber zurück. Bauland erschließen. Das ist ganz einfach kein Geheimnis. Wenn man will, 100 alle Menschen sich nach kann ein Haus bauen hier am Land, da muss auch nicht
Bauland erschlossen. Los mir aber ganz klar nicht egal wo. Die hat an der Stadt Lützeburg gesehen, dass man gekämpft und als der ging Schritt der Marianne, dass da soll können gebaut werden. Nicht weil man verblendet gegen Ideologen sind, mit das ist ein Biotop. Da gibt es Tieren und Pflanzenarten, die emolisch sind. Aber was man die kriegen, die holen dann die Schlangen der Pflanzen, sie umbringen, so ein anderer Platz, anstatt ihre Biotop dort zu schützen, wo ein Ass. Das ist eine falsche Politik. Wir wollen nicht Biotope zerstören. Wir wissen aber, dass Bauperimeter da wird. Und da komme ich dabei hin. Fred Keub, wenn ihr richtig gesagt habt, pragmatisch, wo Plätze sind, wo ich kann Bauland neu erschließen. Wir sollten aber gerade so deutlich, ein Mensch, den du Wert schöpfen möchte, dem sein Stück oder sein Wissen an das Bauland wird, dem muss selbstverständlich eine Wertschöpfungsabgabe machen. Dem muss ein Teil von der Plus-Value, die er realisiert, unterstärkt zahlen und aus dem Fonds soll dann der Bau von sozialem Wohnraum finanzieren. Es ist auch ganz klar, dass die Stadt allgemein die Vierkapsrechte exerzieren, dann auch muss sie bauen. Was geschieht an den letzten Jahren? Verschiedene Gemeinden, so eine Gemeinde Suessen, weil die war da eine große Champion, die hat präemptiert auf Terrain, wo die Projekte schon fertig werden, wo Privatpromoteuren eine jahrelange Arbeit ein PHP ausgeschafft haben. Und da waren sie weit, dass das soll gebaut gehen, wenn dann der Terrain endgültig gekauft wird, da präemptieren sie. Aber was machen sie? Sie lassen den Terrain leiden. Sie feiern die Projekte nicht für. Es gibt hunderte von Wünschen, die allein an der Gemeinde Suessen nicht gebaut sind, weil es den ideologischen Exerzice von Vierkapsrechten durch die Gemeinde. Und das darf nicht sein. Wir hatten rezent den Arreket von der Kur administrativ, die genau das dort verbietet. Und das ist gut so. Gemeinde als Staat soll präemptieren können, wir aber auch nicht mehr, wenn sie ganz konkret wollen, so dort zu bauen. Das ist schon beschwert von der Vereinfachung von der PHP-Prozeduren, das hätte ich nicht können besser dokumentieren, wie das, was unser Präsident als heute vorhin erzählt hat, 5 Jahre Prozedur für 3 Häuser zu bauen. Und da wundern wir uns, dass der Wohnraum immer nicht wie da ist. Nur mal muss Schluss sein. Ja, da komme ich auf eine meiner Lieblingsthemen, was man immer ganz indirekt am Wohnraum als solches zu tun hat. Fonds d'investissement spezialisiert. Eine ganz kurze Werte. Proprietäre bringen ihr Terrain, ihr Bauterrain an so einen Fonds ran, developieren den dann, verkaufen den dann, man muss noch Plus-Value, die sie durchschaffen, kein Frank Steuern bezahlen. Kein Frank. Und schon an der öffentlichen Debatte gesagt, allein das Projekt Clocheur bringt einen Benefiz von 6,2 Milliarden Euro. 6.200 Millionen Euro Profit, den null besteuert wird. Wenn wir allein die Steuern hätten, wären 1,5 Milliarden auf E-Projekt. Hier das in den Kontext zu setzen, die Gesamtwirtschaftssteuer, die wir heute tun, bringt dem Staat rund 120 Millionen Euro. So seid ihr, wie groß die Diskrepanz ist. Und ich habe gesagt, dann soll er einkehren, und ich denke, all meine Kollegen stehen da haben, aber ich so, wir sind als RDR gegen alle Steuern, egal wie sie heißt, CO2, Vermögen, Erbschaft, gegen alle Tax, egal wie sie heißt, Grundsteuer oder was auch immer, oder Akzisenerhebung, solange wie der Toten toleriert wird. Wenn wir von erschwinglichem Wohnraum schwätzen, dann muss man auch ein Wort verlieren über die sogenannten umweltfreundliche Bautechnologie. Eng sagt, die den Wohnraum extrem verdeiert wird, wird die Obligation, dass haut nach Schuss passiv, AAA oder Gott weiß, wie sie allgemein Häuser gebaut werden. Das ist für uns ein falscher Weg. Den das will machen, soll er können machen, soll mengenweise noch daran unterstützt gehen, mit dem Mensch soll Freiheit tun, das Haus zu bauen, wie hier nicht will. Die hat markiert den Incident zu Esch, wo die Gemenge Rot total dagegen war, dass Einzelzimmer so verloren.
an sind der durchgestalt als Kampf gegen die Ausbeutung von den Leuten, die am miserablen Kaffeezimmern mussten hausen. Wir sind auch gegen die Leute, oder gegen das Leute mussten am miserablen Kaffeezimmern hausen und dafür mussten teuer Geld bezahlen. Wir gucken mal ernst. Wenn an einer Familie kann fortziehen, ob du nicht. Für was soll die Familie nicht können, der Zimmer einzeln verloren? Die Familie bringt dann ein kleines Rendement, sie ist auch nicht mehr allein. An die Studentin dann zum Beispiel da wohnt, man den als Frau dort ein Zimmer kann lohnen für 300 €, ob eine Mäd, wo der Mann das Studio hat, der 800 kostet. Das wird zum Beispiel eine Einzelmesure, die wirklich etwas bringen, die für das soziale Leben gut wird, die für das Einkommen von den Leuten gut wird, an denen die erlauben, zum Beispiel Studenten oder auch andere Leute, für viel mehr billig Geld können zu lohnen. Wir sollen also, das darf nicht verboten sein, aber das soll total erlaubt sein. Wenn man da von sozialen Mietwohnungen schwätzen, von erschwinglichen Mietwohnungen schwätzen, da wiederholen wir eine Forderung, die wir schon lange abgestellt haben. Und das ist, dass es muss ein einheitlich, national, wertlich gehen, die nur transparenten, kontrollierbaren Kriterien und mit klaren Prioritäten funktionieren. Es muss so sein, dass der Mensch, der an den Stand genau weiß, wo sie nicht tun, wie kann ich mit einer Wunsch rechnen. Weil wenn die jungen Gesellen entretemps bis bestimmt, dass an 3 Kanner oder und 3 können, ist die Situation nicht mehr die, wie sie wäre für 5 Jahre, wo sie ja geschrieben wird. Das muss absolut transparent gemacht werden. Nach einer Wort zur Lokation. Garantie lokativ soll aufgesagt wie von 3 auf 2 Monate. Das klingt ganz super. Das ist auch so. Weil die Menschen, die es neu lohnt, brauchen immer Männer Loyer zu immobilisieren, für können ranzuholen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch so, dass staatliche Prozeduren, gerichtliche Prozeduren, wenn es der Lokatär rauskriegen, den absolut kein Loyer sind, bis zu 2 Jahre dauern. Und da müssen sich aber Konsequenzen. Ich kann nicht auf der einen Seite Garantie für die Leute draufsetzen, und auf der anderen Seite erlauben, dass du, es soll einfach nur mal, ja, ein Mietschmarotzer 2 Jahre ohne Frank Loyer zu bezahlen, nicht besitzen. Logen das aber die Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben. Die Leute, die es gelohnt haben, auf Basis von dem Salaire, den sie hatten, an die Arbeitsplatz verlieren. Und da ist es, meine ich, eine Frage von gesellschaftlicher Solidarität, denen Leute direkt in den Nerv zu greifen, sofort dafür zu sorgen, dass die einen Wunsch kriegen, diese können bezahlen, anstatt sie als Schulden verlaufen zu lassen. Dass sie etwas müssen sitzen bleiben, weil sie ja nicht ehrlich ist, obwohl sie Leute nicht können abbringen. Das ist eine Pflicht vom Staat, das ist eine von den Kehraufgaben vom Staat. Wir wollen noch die vertragliche Freiheit bringen am Mietvertrag. Und zwar in 2 Richtungen. Wenn in Haut im Mietvertrag schreibt auf 5 Jahre, dann ist er Gehalt für die 5 Jahre. Aber nicht nur 3 Jahre, weil das nicht mehr kann liegen. Oder wenn Familiensituation wird geändert. Ich habe noch einmal Kant beikriegt und zu klein. Da bleiben nicht Gehälter für die Leute. Wenn mein Proprietär mich da gefangen hält, da sind nicht gefangen. Und das ist keine gute Situation. Dürfen Sie mir dabei, dass du nicht Freiheit kommen, dass der Lokatär mal eine normale Präavis von 2 Monaten kann sagen, sorry, es geht nicht mehr, oder das Ballon zu klein geht, oder das Ballon zu groß geht. Man kann es aus dem Haus auch anschauen mit dem großen Haus. Ich will den Loyer kennen, dann muss das möglich sein. Und umgedreht muss man Schluss machen mit der unsäglichen sozialistischen Idee von der Prorogation legal. Was ist Prorogation legal? Das verbietet uns, sich zeitlich begrenzt zu verloren. Das erlaubt, zeitlich begrenzt zu verloren. Just locker, der muss nicht tun halten. Wenn die 3 Jahre, für die ich verloren habe, rüber sind und bleibt dran. Das ist Prorogation legal. Und das ist ein Eisenherz. Aber wenn der anderen froh bei Freunden, bei Familien, da wissen wir, das richtig ist, ein Fakt ist. Von den Hauptgründen von Leerstellen, Bewunderten, bei am Land. Der Proprietär, der weiß, an 2, 3 Jahren kommen, man kann davon oder mein Enkel. Der Proprietär, der sagt, ich meine, gerne PHP am Mojoheieren, das dauert von 4 Jahren mehr. Die sieht sich dann mal, wann das bis so weit ist, dann wünsche ich locker der dran sitzen, der geht nicht so nicht, lass also los, ich lebe eidelst. Und da könnte man bekämpfen, dadurch, dass man die Prorogation legal aufschafft. So, und nicht so,
kämen direkt sofort Hunderte von zusätzlichen Wunschen auf den Markt. Wir haben auch dafür gesehen, für die Leute entgegenzukommen, die wollen Eigentum schärfen. Ihr kennt schon den berühmten billigen Akt, den das im Moment auf 20.000 € begrenzt. Kaufpreise sind aber extrem hochgegangen. Dafür so mehr die billigen Akt soll von 20 auf 50.000 € geheischen. Gleichzeitig wisst ihr, dass, wenn der für sich selber baut oder kauft, oder ein TWR von 3%. Die ist aber limitiert auf 50.000 €. Wenn der Meideier kauft oder Meideier baut, dann muss der 17% TWR bezahlen. Dafür gibt für mir die Freibetrag von 50.000 auf 100.000 Page. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, den TWR-Tor auf Mietwünsche von 17% ist zurück auf 3% bringen, weil die 14% Differenz bei der Kredite locker der Druck geschlagen. Das ist also eine Mesure, die Kleinen abgetrieben wird, und da ist eine Mesure, wo man Kleinen das Kind raufdrücken. Dann habe ich mal ganz viel Herzleid, und da komme ich auch schon bald zum Schluss. Das eine habe ich schon gesagt, das wir müssen die Leute für und erlauben, Eigentum zu bilden. Und da ist auch viel Gewalt bei der Sot, weil nicht gern hat, so das, was gern hat. Anstatt den unsäglichen bei Amphitheorie, was eine Lose-Lose-Situation ist, sind wir für den Portage Francier. Was heißt der Portage Francier? Das ist eine Idee, die ja schon an der ADR vertreten ging, wie ich an die Partei gekommen bin, 2006. Demo zum Beispiel vom Portage Francier geschrieben. Der Portage Francier als Möglichkeit, dass ich mein Terrain zur Verfügung gestellt kriege, ich baue drauf und ich bezahle den Terrainrecht, bei meinem Bau bezahlt ist. Ich verschubse also den größten Postenhaus, der ist Asio, der Bauterrain, den ist gerade so hoch, wenn nicht heißt, noch mehr hoch wie Baukosten. Ich verschubse den und dann. Resultat ist, ich kann mir mehr leisten, ich komme zu meinem wirklichen Eigentum, nur eine Soziallesung, und wir machen Wohnraum an Schafen von Vermögen nicht möglich. Dann der letzte Punkt, auf den ich speziell eingehen, was noch alle Leute schon hören. Leute, die Lohne, die ihre Loyer bezahlen, 1.500 € Loyer, und dann sollen sie etwas kaufen, kriegen die Prärefusiert. Für Wert, weil sie keine 20% umspüren. Bei den Paien, die wir haben, bei den Loyen, die wir haben, ist es für viele Leute ganz schwierig, 20% für den Kaufpreis umzuspüren. Resultat ist, dass sie 4 müssen für 1.500 € lohnen, anstatt dass sie 1.300 € gibt, auf ihren eigenen Preis zurückzahlen. All dies ist das Resultat der Vermögensbildung bei den Leuten verhindern, aus Gründen, die nicht nutzvollziehen sind. Und dafür sind wir als ADR der Meinung, dass es eine Sozialbank haben, die an so einem Fall, wo die Leute können nachweisen, dass sie 1.500 € regelmäßig bezahlen als Loyer, dass die auch 1.500 € können lehnen, auch wenn sie nichts spüren. Das denke ich. Voilà, das wären ein paar Highlights, das ist immer Bayer, den dafür 3 Stunden mit dem Jubiläus hat, und ich soll nicht merci. Merci, Roy, ganz gut. Naja, dann auch für die Lastresolution, selbst Prozedere, fragen wir an das alle ran vom Kongress, wen als dafür. Wen enthält sich? Wen als dagegen? Dann deklarieren ich auch die Last und dritte Resolution als l'unanimité vom Nationalkongress 2020 Google. Merci. Wie ich final schon gesagt habe, die Resolutionen, die 3 im Haut geholt sind fundamental wichtig. Sie sind wichtig, weil sie ein Teil von der Identifikation von unserer Partei in der Zukunft sind. Ich hatte gesagt, notamment in Bezug auf Wahlen, zum Wahljahr 2023, wir hoffen darüber raus. Wir bleiben auch nicht dabei. Wir hatten nämlich bei der letzten Journée Parlamentär, die für 2 Wochen war, 26. September, hatten wir 3 andere Sujets auf die Liste geholt, die wir auch durchschaffen, auch ganz wichtig sind und auch ganz aktuell sind. Das
Enkeier die Liberalisierung von Cannabis, dann den 5G an den Teletravail, wo man auch op der Lehrschule die 3 Sujets, wo man dann auch als Positionierung dann muss als Einzige dann auch aber mitnehmen. Voilà, das wollte ich noch so. Merci für die Attention, merci auch für die Worte. An den weiteren Trick und 10 für den Kongress weiterzulegen. Merci. Merci Alex für die liewige Moderation von den 3 Resolutionen. An der Luftspatz der Ferner Kartäuser, die seit September der Gast Siberia als Fraktionspräsident aufgelöst wird. Ferner, die gehört direkt nach Pult. Merci Xenia. Meine Freunde, wenn es ihr geht, wie es mir geht, dann ist das Gefühl, dass ich eigentlich nach immer so den anderen stehen als Fraktionspräsident. Und ich kann das nicht aufhängen, ohne aber ein paar Worte über den Gast zu sagen. Ich sage aber nicht allzu viel, weil ich schon Mengen ist auch eine Information, eine Insider-Information, dass die Chance Jean auch noch einmal auf das Sujet Gast zu schwätzen kann. Mir als Fraktionspräsident als Neuen ein bisschen wider Willen, wenn ich der Meinung bin, dass der Gast niemals der Pension gehen, muss ich aber sagen, dass ihn einfach ein Lebensfreund und ein fantastischer Politiker ist. Gast, was du gemacht hast in den letzten Jahren, weißt du, ich war 12 Jahre mit dir an der Chambre, so ungefähr 12 Jahre. Und du warst nicht nur extrem kompetent an den Interventionen, du warst witzig, du warst immens gut an den Analysen. Du hast nicht nur ein Eisfried gemacht, ein Eishofrisch gemacht, was du geschwärzt hast, du wirst die ganze Chambre immer eng bereichert. Das ist wirklich. Wieder gucken, was du erreicht hast in deiner Karriere. Für die Rentengerechtigkeit hier im Land. Und noch für Demokratie, mit dem Prozess, den der Lechter an den letzten Jahren erzogen wird, also den letzten Monaten, das Rezent von Xavier Bettel, den ein Penalplan gegen den Oppositionspolitiker gemacht hat, weil diese Quellen nicht voll bekannt gehen. Es wird den niemals soll vergessen, wenn das Regierung von Demokratie am Osten von Europa schwätzt oder so, da soll man immer an den Fall Siberia denken. Dass du optisch geil hast, wo du die Partei gegründet hast. Ich meine, mich zu erinnern, du hast mir erzählt, du hast eine Hypothek auf dein Haus geholt, wir können für dein Ziel anzusteuern. Du hast alles gegeben, du hast Risiken geholt, du hast dich ausgesagt, du hast dich jahrelang heftiger Kritik ausgesagt. Das wird eher optisch geheilt, gemeint, ich mich gut erinnere. Mehr Eis hast du beeindruckt, ganz Land hast du beeindruckt. Du hast heute verdient, dass jeder sieht, du bist ein fantastischer Politiker und ein wunderbarer Mensch. Das passt nicht. Mir die Meinung wird nicht gerade überall geteilt. Schon höher von unserem Mordarbestammsekretariat, dass der anscheinend von Sie gesagt viel Zigarren ausgeteilt hast. Ich weiß nicht, wo die kommen, kubanisch oder andere. Wir sind aber dezidiert, dass sie leicht wird. Für den Hund am Mordarbestab und der Fraktion haben wir auch etwas geschenkt an diesem Kontext. Das ist hier irgendwo Sinn, wenn ich mich nicht. Ich meine, das heißt, am Kontext von der letzten Zigarette gesehen, dass du mal den Maske und du musst ein paar Mal umtreten, meine ich. Also am Namen von dem Mordarbestadt im Sekretariat, den übrigens fantastisch Arbeit möchte, muss auch gesagt gehen, der möchte hier ein Zigarre überreichen. Bleib frei, Gast, bleib frei. Weil es kommen ein paar Sachen, ich meine, Jean hat doch die Gläser schon sagt nach Mattbrüst.
Etwas musst du auch wissen. Wir haben auch als Fraktion wollten mal ein kleines Kado machen. An der Rolle hat sich durchgesagt, an ein paar Wörter, das sind so ein paar 100 Seiten, abgeschrieben, was du der letzte Politik gewusst hast. Wir haben nicht alle geschrieben. Das Buch als die verbessert gehen, das zum Roller geschrieben gehen. Und wird ein ganz krumm, weil ich total ungeschickt sie vier niemand dran geschrieben. Das sind das. Voilà. Liebe Gast, hier selbst zu lesen, an der Erinnerung, als jeder hier kriegt er nur denselben Text ausgedeelt, den der Gast noch kriegt, wie hin zu ehren, an ihm als Fraktion. Merci zu sagen, für das, was er gemacht hat. Das ist der Gast, wir bringen dich mit Laufen. Merci, Jacques. Und als Filmekipp hat er ein Kado gemacht. Filmcrew. Und du weißt mal nicht, was dran ist. Voilà. Das ist also eine Überraschung für dich auf die Reise alle gut. Du probiere ich dann Gast, weil da war am Menge unmöglich ist, einen Nachfolger für dich zu sehen und zu gehen. Aber ich will für mir alle gut an dem Geist für schaffen, den du als Mann auf den Weg gehen hast. Noch ein Merci dafür. Ich weiß, dass viele Leute an den anderen Parteien sich so mein Gott, du hast den Gast fort, da können wir da die vergessen. Ich will so, es gibt schon einen am Land, den das gedurcht hat, den als unbedingt von Futtimann, das ist Jean-Claude Juncker. Den ist heute an der Pension und wir sind noch da. Für den anderen noch alles klar zu sagen, dass man nicht River sind, nicht abhalten mit der Politik, weil der Gast nicht mehr an der ersten Reihe steht, will ich als direkt ein paar Ziele setzen. Ich proposiere das. Wir werden das alles zusammen diskutieren und dezidieren. Aber lass mal klar sagen, dass wir 3 Wahlen an 3 Jahren haben. 3 Jahre für uns, 3 Wahlen kurz nach der Nähe. Und wir gehen an die Wahlen nicht für sie zu verlieren, sondern für sie zu gewinnen. Ich meine, wir haben heute gesehen, an den Präsentationen auch von Michel Lemaire, von Sylvie, von unseren Deputierten, dem Roy, dem Jeff, an dem Fried, wie eine Qualität wir auch können an Politik heranbringen. Wir haben eine Valeur ajoutée. Wir gehen an die Gemengewahlen, das ist nicht nur, wo die ADR traditionell am stärksten auftritt, aber wir werden überall da, wo wir eine Sektion haben, die aktiv ist, die will mitmachen, werden wir sie unterstützen. Wir wollen auch weiter an den Gemengen, so gut wie es geht, und so viel wie es nicht mehr geht, vertreten sein. Wir haben die Europawahlen 2024. Und da will ich ein Wort mehr dazu sagen. Wir hatten noch, ich meine, noch den Parteipräsident Jean und andere daran erinnert, dass wir 10, irgendetwas bei den letzten Wahlen gemacht haben, ein ganz, ganz gutes Resultat. Das ist nicht Durchgang für ein Mandat. Es sind 6 Deputierte gewählt, die von 4 verschiedenen Parteien mit genau enger Meinung. Alle sind sie für den europäischen Föderalstaat. Es ist höchste Zeit, dass man im Europäischen Parlament auch ein Lützeburger Vertreter sieht, den man eine andere Meinung hat. Die sieht, dass man in Europa von den Nationen einfach die bessere Modell als für Europa dauerhaft abzurichten. Wir brauchen Stimmen von der ADR am Europaparlament. Und das Ziel ist ganz klar, dass auch die Europapolitik an den nächsten Jahren so machen, dass wir den Deputierten, den wir brauchen, den wir gerne hätten, den Lützeburg braucht, für eine andere Stimme, dass wir den auch als ADR kriegen. Wir wollten noch einmal sagen, was in Europa nur am Blickglas ist. Die Europäische Kommission und die anderen Staaten probieren mit allen Mitteln, für weiter Prüfungen in die Europäische Union zu gehen, ohne Vertragsänderung, weil sie Vertragsänderungen fährten. Weil da dann die Öffentlichkeit kommen, an das Parlament, da muss diskutiert gehen, und sie wissen, dass sie keine Majoritäten mehr kriegen. Erinnere dich beim Lissabon-Vertrag, es wurde schon ein Nee an Frankreich, ein Nee an Holland, und heute zu Lützeburg, wie gesagt wird, immer, wir wären so europafreundlich, vor den knapp 54%. Sie fährten Träteänderungen, und dafür gibt Lernsträte probiert, immer mehr Pouvoiren und europäische Institutionen zu gehen.
Am Blick hun se ungefähr mat der Konferenz über Zukunft von Europa, wo auch Parlamente herausgelost gehen, wo Bürgerversammlungen sollen Ideen entwickeln, die da sollen umgesetzt gehen. Wir werden den Prozess begleiten, wir bringen ihn an die Öffentlichkeit, wir so was aus, wir können auch öffentlich zu diskutieren. Wir machen Europa, wie heute Michael gesagt, Mathe Leid und nicht von Ruf gegen Leid. Wir haben Nationalwahlen. Nationalwahlen 2023. Und auch da setzen wir uns ein Ziel. Wir wollen ob manst Fraktionsstärke durch aktuelle Kriterien 2023 kriegen 5 Deputierten ob manst. Das ist das Ziel, das wir setzen. Es ist realistisch, weil wir als einzige Partei am politischen Spektrum ein Gremium besetzen, wo sonst kein zu finden ist. Keine andere Partei, just wie die Beispiele zu nennen, kann man so Propositionen mit so einer Objektivität und Sache ruguen, wie zum Beispiel der Frieden beschrieben wird an der Klimapolitik, der Reue am Logement. Kein anderer hat zum Beispiel eine Position, die so klar näher sieht zu der Asylbahn Migrationspolitik wie der DDR. Wir können nicht packen, wir bringen als Positionen, wir sind eine Programmpartei, eine Positionspartei, wir bringen nicht fertig, Leute zu überzeugen und zu sagen, wenn er eine andere Politik hat, die muss ADR wählen. Wir stehen doch zur Verfügung für Verantwortung zu überholen, wir können das, wir wollen das, aber wir gehen den Weg. Ich will heute vielleicht lo wo man Wirsel hunn, dats eng en normale Entwicklung an enger Partei. Vielleicht mal de puwur nach en Ker soen, wo man stehen, wie wat man ausstehen. An de puwur, weil man 3 Suje, 3 Bereiche vielleicht sollen umschwätzen. Als Gesellschaft, als Ökonomie, an als Sicherheit. Und ich denke nur mit der Gesellschaft, dann do, wo man wirklich vielleicht den echten Akzent setzen, das beim Mensch. Wir haben ein Menschenbild als ADR und wir vertreten das konsequent, was kein anderen hat. Wir haben einen tiefen Respekt für den Mensch und für sein Leben. Wir haben immer über die letzten Jahre auch mit kritischen, ethischen und bioethischen Themen immer Parteien im Schwachen geholt. Das ist etwas, was das immens ehrt. Wir haben Partei geholt vom ungeborenen Kant. Wir haben Partei geholt von der Frau, die Hilfe braucht an einer Notsituation, die nicht weiß, ob sie die Courage hat und Mittel wie ja zum Kant zu suchen. Wir haben uns die Leute gedurcht, die vielleicht wissen, dass sie geschwind sterben und die Hilfe brauchen an Unterstützung. Wir sind immer den Weg gegangen von der Hand, die gerecht wird und nicht von der Hand, die weggezogen wird. Ich will auch so an der aktuellen politischen Diskussion. Gibt es so viele Tendenzen, wo die Partei braucht, die nach moralischen und ethischen Überlegungen auftritt. Wir haben eine Politik, die immer mehr hingeht und kann zu einem Objet de Commerce möchte. Kann Haut, kann kaufen, verkaufen. Nicht mit Eis. Wir sagen immer, dass der Kant ein Mensch aus dieser eigenen Dignität wird von Anfang an. Wir wollen nicht an eine Gesellschaft kommen, wo arme Frauen ausgebeutet gehen für Kinder, für reiche Familien, für reiche Frauen auf die Welt zu setzen. Ein Kant ist niemals ein Handelsfuhr. Wir werden hier im Land mit denen sind, mit denen. Die wir am Ausland darum abgreifen, wer in der politischen Diskussion während langer Zeit an den Hintergrund geraten ist. Wir wissen heute, und das so schön dazu gesehen, dass da viele Länder, an Deutschland, an Frankreich, an den USA, hier uns da Zehntausende, Hunderttausende Leute auf die Straße gehen, für wie die Grundsätze anzusteuern, für den Mensch den Platz zu geben, den er hat, auch an unserer Gesellschaft, die Eichplatz. Der Mensch als seiner Dignität, und wir holen ab als seiner Schwäche. Wir sollten hier gehen. Und auch all denen Älteren, die sich freuen, die wissen, ich kriege eine Kant, das hat eine Behinderung. Und die nicht wissen, ob sie das packen. Die vielleicht fehlt die ja zum Kant so, aber nicht wissen, was geschieht dann am Kant, wenn ich mal ein Kerl selber nicht mit da sind oder wenn ich nicht mit packe, wie mich drum zu kümmern. Wir sollten nach endlich hingehen und auch denen Leute gehen. Also, wir geben nicht die Garantie, dass wir als Staat während dem ganzen Leben auch vom behinderten Kant, zu dem die ja sagt, dass wir da sind und ich unterstützen dabei. Wir haben ein Jahr zur Familie.
nicht nur der Mensch, mit ein Ja zu der Familie, was keine andere Partei hat. Wir haben die Idee vom Kannergeld. Wir sind eine Partei, die resolut kannerfreundlich ist. Ich erinnere just Madame Kahn, das war irgendwann ihren ersten Aussage, wo der Minister gouf, wo sie gesagt hat, wir wollen keine natalistische Politik. Aber wir haben nicht keine natalistische Politik. Wir wissen, das kann, ich meine, Michel oder Sylvie hatten dann hier gesagt, das kann Fried als Hoffnung von einer Gesellschaft, Zukunft von einer Gesellschaft. Aber wir so ja zum Kant, ja zu der Familie. Wir wollen nicht, Sylvie hat gesagt, dass an der Steuerreform Familie irgendwie benötigt wird. Wir wollen eine Gleichheitspolitik auch für Männer. Wisst ihr, Madame Tonser hat ein Projekt de loi am Reusinger Justizkommission angeregt über verschiedene Modalitäten rund um die Geburt. Was interessant ist, dass eine Mom nach immer Mam genannt wird, wir wissen, wie Pap genannt wird am neuen Gesetz, autre parent de naissance. Das Wort Père geht nicht mehr. Wir sind bei einer Regierung, die an ihrer Ideologie, an ihrem Fanatismus, an ihrer Negation von den biologischen Vorrechten und Evidenzen so weit ist, dass das Wort Père, der Pap, geht nicht mehr. Das sind aber die nach Leute zu Pappentag gratulieren. Nee, bei er ist nicht Mam a Pap, all Menschen Mam a Pap, all Menschen recht, all Kant mit Mam a Pap zusammen zu sehen, an all Mam a Pap und recht mit den Kanner zusammen zu sehen. Das ist nicht. Wieso ja zum Mensch, ja zum schwachen Mensch, ja zu der Familie, ja zu unserem Land. Auch das ist nicht evident. Und Herr Büttel hält das Tür, nicht das Tür, das Woche. Ein Red an der Chambre nicht über die Lage von der Nation, aber du Pays, über das Land, weil das Wort Nation hält den nicht mehr an den Mund, außer vielleicht wird schlecht zu machen. Während Jahren haben wir eine Diskussion sur l'état du Pays und nicht mehr l'état de la Nation. Das ist bewusst Politik. Wir als ADR so ja zu Lützeburg. Wir so ja zu unserer Souveränität. Wir wollen keine Verfassung, wie es am Blick geplant ist, wo man praktisch alle Rechte der Europäischen Union aufgibt, von der man nicht wissen, wie sie sich entwickelt. Wir haben da Diskussionen und wir werden nicht immer in die Öffentlichkeit bringen, die zum Teil absurd sind. Wisst ihr, wir haben an der Verfassung zum Beispiel einen Begriff, immer so le Grand Duc a le droit de patrimoine. Das ist eine Formulierung, die schön ist, das ist eine Tournure. Das heißt, wir haben eine Nationalwährung. Aber was wir gemerkt haben, wir sind an einer Währungsunion und wir haben dummer, da weil wir auch das Recht haben, auf eine eigene Währung, haben wir nur den Euro gemacht. Aber das ist, weil wir das Recht haben, eine Währung zu machen. Lo wollen sie zum Beispiel nicht nehmen, dass wir als Recht der Europäischen Union können definitiv aufgeben, sie wollen auch aus der Verfassung rausholen, dass wir das Recht verlieren, überhaupt noch eine Währung zu holen. Auch die Passage soll gestraft gehen. Wir haben der Beispiele viel, wir werden es als ADR thematisieren und noch an die Öffentlichkeit bringen. Wieso ja zu Lützeburger Spruch, zu einer eigenen Kultur, das ist eine immense Leistung, dass wir als butzig Kleinland überhaupt nicht fertig tun, eine sprachliche Identität über die Jahrhunderte und Jahrzehnte in letzter Zeit, trotz starken anderen Einfluss zu behalten, eine Kultur zu haben, auf der wir höflich sind, mit ihrer Literatur, mit ihrer Musik. Aber wir wollen die auch in die nächste Generation Führung gehen. Wir machen aus der Spruch nicht, wie gesagt, einen Exklusionsfaktor. Wir machen einen Inklusionsfaktor daraus. Wir hätten, dass all die Ausländer, die kommen, auf der Basis von der Lützeburger Spruch sich komplett an unsere Gesellschaft integrieren, wir auch komplett in dieser Gesellschaft können Teil zu werden. Wenn das nicht will, wenn nicht will, dass Leute hinkommen an Lützeburg, was ja der Spruch aus nachher, wo weit mehr wiederhalten, von den Leuten hier wohnen. Den exkluiert Leute. Wir hatten hier schon Lieblinge, und wahrscheinlich jeder Reinheitbanden hat Leute, die besonders gerne verfolgt in den öffentlichen Diskussionen. Laura Zukolia, sein Damen, die ich immer ganz gerne als Referenz auch gesehen. Und sie hat an einem Interview, den ich hier fand, und du hast sie gefragt gehen, la langue luxembourgeoise fait-elle partie intégrante de l'identité luxembourgeoise? Antwort, le multilinguisme est le symbole de notre identité nationale. Ja, aber nicht das allein.
Das wichtigste Element ist, dass wir Lützeburger Spruch haben, dass wir sie behalten, dass wir sie pflegen, dass wir gesetzlich an anderen Initiativen weitertreiben, für dafür zu sorgen, dass der Spruch nicht verschwindet. Wir haben als ADR getags gesucht, weil auch die Jungen und so weiter zum Teil dann auf die Straße gehen, weil sie auch geringe Passionsgruppen dann noch zum Teil davon mobilisiert gehen. Der getags gesucht, wir hätten nicht genug Rückklang bei den jungen Leuten. Ich glaube das nicht. Ich meine, wenn ich die Entwicklungen in Europa gesehen und auch in Amerika, meine ich, dass das Programm, das wir proposieren, auch bei jungen Leuten ganz viel Rückklang fangen. Und trotzdem will ich aber heute klar sagen, dass man in Programm als Relation mit den jungen Leuten priorisieren. Und zwar wenn wir ganz klar versprechen. Das erste ist, dass wir gucken, dass die jungen Leute einen Schulaufschluss kriegen, mit dem sie kompetitiv sind gegenüber der Konkurrenz, einen Schulaufschluss mit hoher Qualität, und zwar an einer öffentlichen Gratisschule. Das ist ganz wichtig. Wir hatten hier im Land eine öffentliche Schule, die gratis all jungen Menschen ein Diplom, ein Zettel mitgeben, eine Formation mitgeben, mit dem man bis zum Arbeitsmarkt aufhängen. Heute gehen in der Stadt Lützeburg noch 50% der Schüler an eine öffentliche Schule. Vertrauen ist fort. Wenn möglich gibt Leute an Privatschulen, die öffentliche Schule verliert Vertrauen von den Leuten. Das darf nicht sein. Wir hätten gerne an der Sozialpolitik, dass die jungen Leute können gratis, egal aus welcher Familie kommen, egal aus welcher sozialer Schicht, dass sie bei ihnen an der Schule sind und wissen, dass was wir heute lehren, das bringt das etwas am Leben. Wir machen aus der Schule eine Qualitätsschule. Das Zweite. Das Zweite ist, wir haben auch mit der Schuldenpolitik, weil wir leben als Staat über Verhältnisse. Der Gast ist nicht mitgehen, über alte Jahre zu sagen, über lange Jahre zu sagen, der Staat bezahlt Kapital, wenn er Schulden möchte, nicht zurück. Wenn wir alle gut hingehen und wir machen Schuld für ein Hausreu, für irgendetwas, dann bezahlen wir Zinsen und Kapital zurück. Der Staat möchte das nicht. Der Staat möchte Schuld und Nachschuld und Nachschuld und dann geht das als völlig verkauft. Nein, wir sagen, wer Schuld möchte, den muss das verantworten können. Aber wenn er Schuld möchte, über sein Verhältnis zu leben, dann lebt er auf Kosten in den nächsten Generationen. Wir wollen auch, dass die nächste Generation, an die Generation Dono, kann verantwortlich dezidieren, wie sie will das Land gestalten, ihr Leben gestalten, und nicht dadurch gehindert wird, dass wir Schulden gemacht haben, die auf ihre Schulden an die sie müssen bezahlen. Wir müssen auch den Courage haben, für zu sagen, es gibt langfristig verstoppte Schulden in unserem Land. Wir müssen hingehen, und das so nicht auch, ohne etwas wegzuholen, und die langfristig finanzielle Paket von unserem Pensionssystem denken. Wir haben als ADR Kredibilität, weil so da als angefangen geht. Wie zu sagen, dass man überlegen, wie man das Pensionssystem so gestalten, dass nicht nur bis 2040 aufgesichert ist, sondern eben auch nach Dono, dass man wirklich langfristig denken, und es sind immer zwei Parteien, muss ich sagen, am Land, die dazu, dass wir endlich müssen anfangen, auch die Sujet anzupacken, die natürlich nicht populär ist. Aber das ist eine Sache der politischen Verantwortung. Aber wenn ich will Verantwortung drauf, wie wir es wollen machen, muss ich den Courage auch die Sujet anzupacken. Wir sind als ADR für den Dialog bereit, für die langfristige Aufsicherung von unseren Pensionen zu diskutieren. Und ein Ziel ist nicht etwas wegzuholen, wenn wir nicht darüber diskutieren. Wenn wir fertig bringen, nach 5 oder 10 Jahren die Welt zeigen zu lassen, ohne dass wir aufhören, die Diskussion zu feiern, da kommen wir vielleicht an eine Situation, wo Leute Abbußen hinholen. Wir wollen das nicht, wir gehen das Sujet an. Der nächste Punkt ist der vom Umweltschutz. Der Fred hat darüber geschwärzt. Und ich will das nicht paraphrasieren, was hier gesagt wird. Ich will just so, wir machen den Umweltschutz auch zu einer Priorität, aber wir machen ihn engagiert ohne Ideologie. Wir machen ihn pragmatisch. Wir denken den Umweltschutz auch zusammen mit den ökonomischen Besoinen vom Land, weil wenn wir das nicht machen, ist ja ein Arbeitsplätzeverlust zu registrieren, es ist Sozialaufbau. Guckt, wer die Arbeit geschrieben hat, ArcelorMittal,
wo sie 570 Arbeitsplätze an Gespräch gebracht hat. Ein von den Argumenten wo den Emission Trading System, also die geringe Umweltpolitik, als ein von den loschenden Argumenten für Sozialaufbau. Wir machen das nicht, wir machen engagierten Umweltschutz ohne die ökonomische Interesse von unserem Land zu vergessen. Wir wollen Arbeitsplätze erhalten, qualitativ Arbeitsplätze mit Umweltschutz, aber verantwortungsvoll. Staatsfinanzen. Du immer sicher an der Chambre das Wort drauf an, wenn wir die Schuldenpolitik nicht bremsen, dann verlieren wir eventuell den AAA, den habe ich schon gestern im Radio gesagt, das ist ein großes Risiko. Wenn wir den verlieren, ist nicht nur ein Problem für den Finanzplatz, aber ihr müsst wissen, dass die Rating, die ein Land kriegt, auch appliziert wird auf die Ökonomie, auf Firmen. Und auch die Firmen aus dem Land kriegen dann direkt dazu spüren. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir das Verschuldungsniveau unter dem 37% haben. Der Staat soll sich auf seine Kehraufgabe konzentrieren. Wir haben an den letzten Jahren, auch da muss ich wissen, sind der Gambia unter Regierung aus 2013 wurden 20 neue Administrationen gegründet, 4.304 Personen beim Staat zusätzlich angestellt, plus 3.175 Äquivalent temps plein. Wir müssen gucken, dass der Staat einfach sich auf die Kehraufgabe konzentriert, für das wir auch die öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle behalten. Wir haben dann in der Steuerdiskussion, du hast heute darauf angegangen, wir sind gegen Steuererhebungen, wir wollen eine freie Ökonomie, keine dirigierte Ökonomie. Und wenn wir das tun, dann können wir eine engagierte Sozialpolitik machen. Wir können keine Sozialpolitik machen, wenn wir nicht Zuen dafür haben. Das ist also, wenn wir wirklich wollen agieren, da braucht man eine ökonomische Basis, für das können zu machen. Dafür muss man der Ökonomie, an der Finanzplatz, an allen anderen Akteuren die Möglichkeit geben, wir können so zu funktionieren, dass wir weiter auch konkurrenzfähig sind. Ich will aufschließen, weil ich will heute nicht ganz lang schwätzen, mit zwei Sujeten, die aber auch ganz wichtig sind. Das eine ist Sicherheit und das andere ist Freiheit. Heute zu Ettelbruck wie auf anderen Plätzen im Land hat man unschöne Evenementen in letzter Zeit. Wir haben ein Unsicherheitsgefühl am Land, das wiest. Das ist heute, das ist auch an der Stadt, natürlich auf der Gärde, das ist zu Echten, das ist auf anderen Plätzen. So ein Unsicherheitsgefühl wollen wir nicht als RDR. Es sind Entwicklungen auch in Europa, die auf keinen Fall für uns vorkommen. Auf keinen Fall. Wir hatten Lutze Straßburg etwas Mensch, wo noch viele Leute von uns schockiert, von Städten bis auf die sozialen Medien verfolgt wurden, dass eine junge Frau an das Gesicht geschlagen hat, weil sie eine Juppe hat. Das geht heute mit uns niemals. Wir wollen auch hingehen und auch was Frauenrechte angeht. Die Gens Feminismus upprangeren, den sich für Quoten einsetzt, aber nicht fertig bringt, Burka zu verbieten. Das sind Sachen, wo wir haben eine Position, aber wir werden die auch weiter thematisieren. Wir wollen der Polizei und der Justiz alle Mittel geben, die sie brauchen, für die Sicherheit hier im Land zu garantieren. Wir wollen, dass all Dienste, auch die WAN und andere, die am Sicherheitsbereich arbeiten, die Mittel haben, die sie brauchen, wie die Leute nie das Gefühl haben, unsicher zu sein, wenn sie auf die Straße rausgehen, auch die Elerleute nicht, auch die Frauen nicht. Wir hätten gerne, dass in diesem Land das Sicherheitsgefühl bleibt, was wir brauchen, für auch als freie Gesellschaft können zu existieren. Und wir wollen Freiheiten verteidigen. Freiheiten von den Menschen, die sind auch eine Gefahr. Sie sind eine Gefahr, auch weil wir eine Doktrin von der politischen Korrektheit immer mehr stark zu spüren kriegen. Wir haben Gesetze, bei denen Leute heute schon Angst haben, hier Meinung zu suchen, weil sie fährten, wenn es der Meinung, die eine politisch legitime Form von Ausdruck ist, eventuell können Gerichtsprozesse zu kriegen. Das könnt auch für uns nicht aufrufen. Wir werden uns dagegen wehren. Wir wollen, dass die, solange natürlich nicht impertinent ist, wir wollen das Klima, den Erdrückungsklima, den Angstklima, wenn man eine Meinung hat, die will man lassen. Wir können keine demokratische Gesellschaft sein, wenn wir nicht den Druck wegholen. Und das geht immer mehr weit. Wir hatten nur für kurzem den Fall von einem Footballspieler, den Herr Asselborn geschrieben hat, den sanktioniert gehen von einem Verband, weil er eine Meinung geäußert hat. Das kann nicht sein. Wir haben Fälle am Europäischen Parlament,
das ist auch ganz interessant, weil bis immer von Hassverbrechen geschwätzt geschwoppen einer Penalisierung für sogenannte Fake News. Ganz interessant Stremungen am Europäischen Parlament, was gesagt gehen, weil Europa an der Covid-Krise eigentlich nicht viel gemerkt hat, ein paar Millionen, also am Anfang Glommer den Hilfspaket, den kann ich noch diskutieren, aber ganz lange hat die Europäische Union praktisch keine Aktivität gehabt an der Covid-Krise. Du hast sich am Europäischen Parlament abgeregt gehen von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, das wäre Fake News, Europa hat ganz viel gemerkt, aber Fake News müsste noch bestraft in der Zukunft. Alles das sind Tendenzen, wo ich muss sagen, hey, wir machen das nicht mit, aber wir werden nicht thematisieren. Wir wollen, dass Leute einfach nicht mehr die Freiheit verteidigen. Meinungsfreiheit und Pluralismus auch an der Presse. Das gehört zu den Grundrechten. Und die Grundrechte an der Covid-Krise haben wir auch verteidigt. Weil und dem Roy Reding seine Proposition der Revision der Konstitution erinnern, wir können auch am Etat de Krise Decisionen von der Regierung einem Kontrolle jurisdiktionell zu erleben. Wir werden in nächster Zukunft auch mit einer Proposition kommen, gucken nach der genauen Form, dass man nicht Grundrechte einschränken, ohne eine 2/3 Majorität am Parlament zu haben. Wir wollen nicht gucken, den Auftrag von der RDR, den Auftrag, den wir am politischen Spektrum haben. Das ist nicht nur, weil ich am Anfang gesagt habe, dass wir ein Menschenbild vertreten, das sonst keine Partei mehr vertritt, dass wir uns für die Familie bekennen, dass wir uns zu unserem Land bekennen. Aber auch muss klar sein, dass wir uns wie keine andere Partei dafür einsetzen, dass wir eine freie und demokratische Gesellschaft bleiben. Ich sage nicht merci.